und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. So, wenn man das Knöpfchen drückt und den richtigen Fader raufzieht, hört man ja auch etwas. Das ist der Blitzableiter auf Radio Blitz mit Miguel Colatrulio und heute wieder mal nicht allein. Letzte Woche schon nicht. Und das Mal gibt es wieder ein Heavy Mental. Das heisst, wir kommen dann auch noch drauf, es bin nicht ich, der den Hauptgast eingeladen hat, sondern mein Gast hat den Hauptgast eingeladen. Wir kommen zu dem. Es ist das 8. Heavy Mental in Zusammenarbeit mit der metalchurch.ch. Es ist der 110. Blitzableiter und ich freue mich auf einen Gast im Heavy Mental, der schon, das ist etwa ein halbes Jahr her, bei mir war. Am 6. November, um genau zu sein, letztes Jahr. Der Adriano Troiano, da freue ich mich drauf, noch mehr über ihn zu erfahren, als ich dann erfahren habe. Es wird wieder ein anderes Gespräch geben als dann. Also ich bin sehr gespannt. Wir starten aber mit einem Song in die Sendung, der wie immer eigentlich nichts mit dem Rest zu tun hat von der Sendung. Und zwar habe ich in der letzten Sendung gesagt, ja, ich bin noch an 2 Konzerten, muss ich dann noch erzählen, und habe das dann schlussendlich ein bisschen links liegen, weil es schon ziemlich spät war. Darum ein Konzert, das ich euch schnell darüber erzählen will, war am 4. Mai in der Raumbar Kofmel. Sonntag zu oben. Dort haben 2 Bands gespielt. Slow Kiss aus Spanien, / Chile. Die halbe Band kommt aus Chile. Und die zweite Band, Godsleep, aus Griechenland. Slow Kiss mit einer guten Mischung aus Punk, Alternative Rock und Godsleep mit Stoner Rock, was so viele verschiedene Einflüsse hat, dass das den Rahmen gerade sprengen würde, wenn ich euch das würde sagen. Ich habe einfach... Erstens mal war es eine energiegeladene Show gewesen, und die Sängerin Amy Makris, die hat dort ihres dazu beigetragen. Leider, ich sage euch wieder einmal, geht an die Konzerte. Wir waren 15 Nasen an diesem Sonntagabend in der Raumbar und es war so geil gewesen. Es hat wirklich euch daheim sicher auch Spass gemacht. Godsleep, Mischung von eben Stoner, Rock, Metal mit sehr viel Doom-Einfluss, aber auch Punk. Es ist wirklich am Schluss, die beiden letzten Songs sind beide sicher eine Viertelstunde gegangen und es ist sphärisch geworden. Es ist einfach geil gewesen. Darum geben wir uns einen von der Godsleep zum Start von der Sendung. Paths of Hell habt ihr auch schon gehört hier bei mir. Cover your eyes.
Das also der Startsong in diesen Blitzableiter rein. Und es ist, wie gesagt, nicht ein normaler Blitzableiter. Es gibt überhaupt einen normalen Blitzableiter? Ich weiss gar nicht. Sondern es ist wieder ein Heavy Metal und ich habe wieder Gäste bei mir im Studio. Und zwar zuerst mal der Samuel, Metal-Pfarrer Hug. Sali, Samuel. Ja, guten Abend, Mikko. Du musst, glaube ich, das Mikrofon gerade ein bisschen... Ja, genau. So ist, glaube ich, besser. Und herzlich willkommen wieder mal bei mir. Wir machen ja das 4-mal im Jahr, das Heavy Metal. Das ist das 8., was wir zusammen machen. Und ich freue mich drauf. Wir erzählen dann auch schnell ein bisschen erzählen, was das überhaupt ist. Und zuerst mal grundsätzlich, wie geht es dir? Du, merci, mir geht's tipptopp. Die Verkältung von letzter Woche. Das war mein Fehler, dass man die nicht gehört hat. Sorry, jetzt gehört man die. Also. Ja, die Verkältung von letzter Woche, die ist wieder vorbei, zum Glück. Und von dem her bin ich gesund und weg und es ist ein Haufen los. 1000 Sachen, die noch müssten sein. Es kommen ja da grosse Festivals, wir kommen da sicher noch drauf zu reden. Und von dem her muss man schauen. Aber gell, manchmal ist es auch so, ich weiss, bin manchmal ja selber die Schuld. Es gibt Sachen, die ich weiss, ich sollte und dann ist gerade anders noch wichtig. Und dann nachher, genau, tut sich das halt dann aufeinander. Und dann kommen die unplaneten Sachen oben drauf. Ja, es geht mir ähnlich. ist ein bisschen so. Ich habe dir einfach ein bisschen erzählt. Wir kommen dann noch drauf. Nach dem Heavy Metal gibt es dann noch von mir noch 2-3 Sachen, Konzerttipps unter anderem. Also das Wochenende könnt ihr wieder, weiss nicht wo, überall her, wenn ihr Lust habt. Und es gibt dann noch eine ganz spezielle Sendung, bevor ich in die Ferien gehe, und zwar am Samstag in der Woche. Da reden wir dann noch drüber. Das wird wieder eine chaotische Geschichte bei mir im Radio Blitz Studio. Zuerst aber wollen wir das Heavy Metal mal schnell kurz vorstellen, für die das erste Mal vielleicht eingeschaltet haben. Was ist das überhaupt? Wie ist das zustande gekommen? Wie funktioniert das? Genau, also unser Anliegen als Metal Church ist, dass wir eben Begegnungen haben mit Menschen aus der Szene, die vielleicht unterschiedlich nahe mit Kirchen oder so verbunden sind. Aber wir wollen Leute interviewen, mit ihnen ins Gespräch kommen, die irgendetwas zu sagen haben in der Szene, die etwas schon bewirkt haben. Und wir wollen schauen, was ist der Metal eigentlich? Was ist die Kunst? Was ist die Kultur vom Metal? Und was steht vor allem auch hinten dran, hinter dem Künstler oder der Person, die da ist? Was ist ihr Leben, ihre Überzeugungen, auch ihr Glauben? Und das machen wir heute Abend auch. Heute Abend eben mit dem Edu Trojano von Distant Past. Genau, er war schon mal bei mir. Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr im 101. Blitzableiter, glaube ich. Heute haben wir den 110. Und dann habe ich mit ihm natürlich hauptsächlich über seine Distant Past-Geschichte gehabt. Ich habe gesehen, dass da noch ganz viele andere Sachen kommen heute. Also für alle, die sagen, oh, da kommt wieder das Gleiche. Überhaupt nicht. Bleibt unbedingt dran. Und es wird wieder ein spannender Heavy Metal. Ich freue mich auf die... Ja, 2 Stunden, sagen wir mal voraus. Schätzungsweise. Gut, wir haben uns noch getroffen zwischen irgendwann. Genau, zum Glück vielleicht nicht nur das letzte Mal im Februar beim Heavy Metal, sondern wir haben uns im Estrich getroffen. Bei einem coolen Konzert in einer einfach auch ganz tolle, stimmungsvolle Location. Genau, Judge Minos hat gespielt, Irony of Fate hat gespielt und Comaniac hat gespielt und es ist
ein richtig geiler Abend gewesen. Leider bin ich, die erste Band habe ich gerade verpasst. Ich bin ein bisschen spät gekommen dann. Aber die anderen zwei sind 3 so absolut wert gewesen. Und es war cool gewesen, habe ich die dort getroffen. Es hat da gut Leute gehabt dort. Und übrigens, für alle, die es nicht wissen, der Estrig feiert dieses Jahr 25 Jahre Jubiläum. Es gibt im Herbst noch eine Riesenfuhr. Also dort bin ich sicher wieder das eine oder andere Mal anzutreffen. Wieder noch nie dort gesehen. Es ist schon eine Reise wert, oder? Definitiv. Also ich kenne wenig, oder ich weiß es gar nicht, den Club, wo ich mit so viel Liebe... Also mal andere sind alle mit Liebe gestaltet, so. Aber halt so das Ambiente mit all dem vielen Holz und so das... ich muss auch sagen, fast so ein bisschen Wild West-Style-mässig in dem Dachstock von dieser Gemeindeverwaltung, in diesem doch kleinen Dörfli. Das ist schon einfach hat ein Alleinstellungsmerkmal. Und eine von diesen Bands, die dort war, die haben tatsächlich, das habe ich nicht gewusst, sie hat dort auf der Bühne gesagt, sich probiert für einen ESC zu qualifizieren mit einem Song, mit einer Version von einem Song, und zwar Irony of Fate. Schon mit einem Zwinkern haben sie das gesagt, aber schlussendlich weisst du nie. Sie haben ja gewusst, dass sie sicher, oder dass es eigentlich die Chancen minimalst sind. Aber ich finde, es ist ein richtig cooler Song und ich stelle mir den eigentlich auf dieser grossen Bühne, oder was ich ja gesehen habe, wie es jetzt in Basel wieder war, würde ich mir das schon noch geil vorstellen, der Melodic Death Metal mit dieser Power und nachher entsprechender Show, das wäre cool. Das würde ich auch sagen. Wir hören uns den Equinox Nights in der ESC-Version von der Irony of Fate. Der darf natürlich nicht länger als 3 Minuten sein für einen ESC. Der ist nämlich schon einiges länger. Ein Solo-Feld halt. Gell? Ja, genau. Es ist nicht ganz alles drin. Aber die kennen die Irony of Fate, die hat ihr schon bei mir das ein oder andere Mal gehört. Das also Irony of Fate mit Equinox Nights, wo fast am ESC gelaufen wäre.
Gut, Sam, was gibt es zu erzählen aus der Metal Church raus? Ja, es ist ein Haufen wieder gelaufen, eben seit dem 19. Februar, seit wir hier die Sendung zusammen hatten. Ich möchte 3 Sachen herausheben, die war. Einerseits, wir haben im Ace Café Luzern dürfen einen Gottesdienst feiern, wo der Ramos dabei war, und zwar zur Saisoneröffnung. Und dann im Anschluss auch eine TÜV-Segnung, beziehungsweise muss ich sagen, eine Segnung von den TÜV-Fahrer und dem Material. Also für uns steht eigentlich die Menschen im Vordergrund, aber es gehört natürlich das Ganze dazu. Und spannend war, es war ein cooler Tag. Wir hatten wirklich ein wunderschönes Wetter auch gehabt und von dem her Vorplatz bereits empfohlen. Im Gegensatz zu letztes Jahr, wo es eben dort arschkalt war und wir nicht so viele Leute hatten. Mega toll gewesen, ganz tiefe Begegnungen gehabt, Leute, die tief berührt waren. Es war mega schön gewesen. Und vor allem, was auch noch toll ist, natürlich als Benefit, es ist das SRF ist auch dabei gewesen. Und zwar da mit ihrem SRF Impact-Format, wo sie so einfache Dokus machen. Und zwar ist es um die Sicherheit bei den Bikern gegangen. Und sie sind da mit den Fairness Rider an die TÜV-Segnung gekommen. Und von dem gibt es da jetzt auch noch ein Videomaterial beim SRF, wo etwas von dieser TÜV-Segnung zeigt. Genau. Ja, das Ace Café bin ich leider noch nie gesehen. Das ist ja schon ein bisschen der Treffpunkt. Die machen dort auch noch nicht nur Döff-Treff, sondern auch Oldtimer und ich weiss nicht was, auch Töffli. Motors, Food and Rock'n'Roll oder sagen für alle mit irgendwie Petrol im Blut oder so. Genau. Egal, was man fährt. Also sicher für alle, die auch ein bisschen Petrol im Blut haben, unbedingt mal das Ace Café zu Luzern ins Auge nehmen. Genau. Und das war natürlich Ostern, da haben wir wieder Osternacht morgen früh gehabt. Und für alle, die am Morgen um 6 Uhr aufgestanden sind, das ist natürlich ein Opfer, ja. Aber es hat sich eigentlich mega gelohnt, einfach den Weg aus der Dunkelheit ins Licht zusammen erleben und so durch die ganze Geschichte von Jesus von Karfreitag her bis zur Ostern, bis zur Auferstehung zusammen nachvollziehen, auch mit natürlich coolen Metal-Songs, die Botschaft auf den Punkt bringen. Das war mega schön. Und Heavy Sanctum haben wir im Soho, 3-mal Metal-Gottesdienst und Konzert. Und im letzten, das war speziell, haben wir auch wieder mal eine andere Band im Gottesdienst. Und zwar war das Serpent of Moses. Das war eigentlich bis jetzt ein Projekt. Der Timo hat die Songs selber arrangiert. Das sind oft Songs, die irgendwie so jetzt im kirchlichen Kontext auch schon gebraucht worden sind oder auch bekannt sind. Aber hat sie im New Metal, Metalcore-Stil arrangiert, hat das als 2 CDs schon rausgebracht, die Songs, und ist jetzt erst mal mit Leuten, unter anderem aus der Metal Church, zum Einsatz gekommen in einem Gottesdienst. Und das war mega bewegend. Wir haben zuerst mal einen Gottesdienst mit kleinem Gesang und Growls und dem brachialen Groove, und das war mega schön. Und du hast einen Song mitgebracht? Genau, wir sind an dem Tag, wo wir Gottesdienst gefeiert haben, haben sie auch einen neuen Song rausgebracht und veröffentlicht. Das ist Psalm 91, genau, von Serpent of Moses. Den hören wir uns an. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונה. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מבך יכוש, מדבר הבוא. לא תדע מפחד לילה, וכן יעוף יומם. דבר באופל יהלוך, כתב ישוב צהריים. מול אליך אליו, ולבא אליך אליך לא ייגש. רק באליך תמיד, שלומת רשעים תראה. One who dwells in the shelter of the Most High, will live in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, our refuge,
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ja, wenn es öppe mal so ein bisschen laut ist, kräschelt und hart wird, dann ist es meistens der Blitzableiter. Den muss ich eigentlich fast gar nicht ansagen. Aber ich freue mich natürlich für all die jetzt mit allen denen, die jetzt eingeschaltet haben und Freude haben an Rock- und Metal-Musik. Das ist geplant die nächsten sicher noch 2 Stunden in meiner Sendung. Und heute ist es wieder ein Heavy Mental mit der Metal Church zusammen und mit meinem ersten Gast, dem Samuel Metal-Pfarrer Hug. Excuse. Schon jetzt Mühe mit reden. Glück muss ich heute nicht so viel reden, du bist mehr dran. Du kannst noch pausieren. Ja, kurz, schnell, warum dieser Gast heute? Ja, den Edu kenne ich schon lange. Wir haben immer wieder Berührungspunkte gehabt. Es wird sicher auch Teil vom Gespräch noch sein. Und vor allem ist er jemand, der seit Jahren treu hier in der Schweizer Szene aktiv ist, dabei ist. Werden wir auch noch darüber reden. Und darum ist er für mich jemand, der hat etwas zu sagen, der hat Erfahrung eben auch schon längere Zeit. Und ihr werdet merken, ist jemand, der sich viel Gedanken macht, der tief bohrt, sich Gedanken macht zu allen möglichen Themen, die sich dann auch in den Songs spiegeln. Und darum jemand, den ich finde, ist ein ganz cooler Gesprächsgast. Ich habe es vorhin schon erwähnt, er war vor einem halben Jahr bei mir und das, was du jetzt gesagt hast, habe ich dort am eigenen Leibe erfahren. Er ist wirklich ein Typ, der nicht einfach, ja komm, ich schreibe jetzt mal einen Song und ja, da kommt dann schon irgendetwas raus, sondern das meiste Zeug ist tief recherchiert und von dem her, wir reden sicher noch drüber. Wichtig ist noch, dass ich dann mein Nattel laut lasse, pfeift es da im Hintergrund. Und das Zweite ist noch, wir wollen noch die Nattel-Nummern durchgeben, die ihr uns erreichen könnt. Ich gebe schnell die vom Radio Blitz Studionummer durch, 079 930 55 88. Und auf der Metal Church Seite? Das ist 079 739 09 59. Und wenn ihr nachschauen, ist auch bei Metal Church CH unter Kontakte zuoberst. Genau, und wenn ihr eine Frage habt, entweder an uns zwei oder an Edu von der Distant Past, stellt die Frage, oder wenn es auch etwas Grundsätzliches ist, Metal Church, was auch immer, alles erlaubt, fragt uns entweder auf meine Nummer oder auf das von der Metal Church und dann kommt das da gegen Schluss der Sendung, werden wir die Fragen aufnehmen und an der Stelle, was dann gestellt ist. Genau, ich darf auch Grüße schicken, dass wir wissen, wer da mitlässt. Das ist gerade so willkommen. Aber unser Anliegen ist wirklich, wir wollen zusammen da miteinander tiefer graben. Auch in dem Sinne, es ist auch nicht einfach nur ein Interview wie normal, sondern es ist ein Gespräch auch, sagen wir, auf Augenhöhe zwischen dem Edu und mir und mit dir, Miko. Und ihr daheim seid genauso auf Augenhöhe mit dabei. Und wenn ihr mögt, wenn euch etwas bewegt, dann bringt es da, rührt es mit und dann schauen wir, was wir damit machen können. Ganz genau. Entweder einfach ein WhatsApp oder sogar eine Sprachnachricht, wenn ihr eure Frage gerade persönlich stellen wollt. Alles kein Problem. Macht das. Ja, ich denke, wir legen los. Let's go. Ja, guten Abend. Edu. Hoi Sam, merci, dass ich da sein darf. Ja, es ist eine grosse Freude, dich wieder hier im Studio zu haben, aber dass wir auch zusammen in diesem Rahmen mal miteinander reden können. Wir haben ja schon viel zusammen geredet und wir haben schon ein bisschen angetönt, eine längere Geschichte auch, es kommt dann nachher vor. Jetzt sind wir da, bist in der Kirche im Radio. Was löst das bei dir aus? Ja, eigentlich Freude und ich habe sehr viele Geschichten, die ich sich überlegt habe, was man erzählen könnte, das mal eben nicht mit neuen Album von Distant Past zu tun haben, sondern mit meiner Geschichte, warum Metal, warum Glauben, warum die Interesse am Teufel, wie du vorhin gesagt hast, am Teufel graben. Und vielleicht kann ich heute ein paar Einblicke geben und ich weiss, du hast die guten Fragen. Du hast mich gerade schon überrascht mit dieser Frage. Hey, das ist doch super, mega cool. Du hast uns eben auch Haufen Musik mitgebracht und anhand von dieser Musik können wir, glaube ich, die Themen, die im Raum stehen, die dir wichtig sind oder die uns auch, jetzt sagen auch oder mich auch interessieren, zusammen entwickeln. Ich würde sagen, wir hören doch gerade mal in so einen ersten Songschnipsel rein, wo du mitgebracht hast, wo du, glaube ich, eben auch das Thema vom Glauben und Metal auch dann lanciert. Gell? Genau. Sign of the Cross ist das von, wie sieht es nicht an, von Iron Maiden. Das T-Shirt trägst du ja schon auf der Brust. Genau, und da wir ja nicht so viel Zeit haben, können wir nicht die ganzen 10 Minuten hören, aber der Teil, der wichtig ist, hören wir jetzt gleich.
Das ist einer, der schön fein anfängt. Standing alone in the wind and rain, feeling the fear that is growing, sensing a change in the tide of air, up on the storm that is brewing. Feel the anxiety, hold up the fear, some of the doubt to the things to believe. Now that your faith will be put to the test, nothing to do but await what is coming. Why then is God still protecting me, even when I don't deserve it? Though I am blessed with an inner strength, someday would call it a penance. Why am I meant to face this alone? Asking the question time and again. Praying to God won't keep me alive. Inside the head full of fears that will rise. Every day in the past when the moment comes. There'll be penance to pay when it's judgment day. I'm the guilty of bleed when the moment comes. They'll be coming to claim, take your soul away. The sign of the cross, the name of the rose, a fire in the sky. The sign of the cross. They'll be coming to bring the eternal thing. They'll be bringing us all immortality. Holding communion so the world be blessed. My creator with God lay my soul to rest. The sign of the cross, the name of the rose, a fire in the sky. The sign of the cross, yeah. Sign of the Cross von Iron Maiden. Auch du, mit diesem Song ist ein ganz spezielles Erlebnis, eine Geschichte verbunden. Genau. Erzähl doch mal. Genau, ich habe anlässlich letzten Monday in der Open Air, wir spielen übrigens dieses Jahr mit Disney Yes! kommt sofort. Aber ist der Blaze, und dann hast du mir die Geschichte in den Sinn gekommen, ich habe dem Blaze die Geschichte erzählt und dir auch. Und das war wirklich ein Impact gewesen. Ich muss vielleicht ein bisschen anfangen. Ich bin, wenn ich schon mal auf mein Leben darf, Bezug nehmen, bin ich im 95, 96, glaube ich, in Amerika gewesen als Austauschstudent und dort Metal wieder für mich entdeckt, weil dort ist die Zeit ist alles andere gelaufen, nur das nicht. Und somit habe ich mich gefragt, was gefällt dir eigentlich? Ich habe meinen Kollegen gesagt, als ich zurückbekommen habe, hat er noch alte Maiden-Poster, die ich nicht brauche. Ich kann alles brauchen. Und auch dort, Techno ist gekommen. Und ich hatte da eben als Aussenseiter das Metal gehabt. Ich habe dann das erste Jahr vor Hattenhandelsschule angefangen. Wir waren 40 Schüler, 4 Gielen. Und somit ist es irgendwie so halt mit einem von diesen Modis ein bisschen spannend geworden, sage ich mal so. Also Nachrichten austauscht und so. Und sie hat mir gesagt, ich bin im Fall christlich und die T-Shirts, die du anhast und so, das geht gar nicht. Und ich habe gesagt, bei mir daheim ist alles voll Poster und so, das ist nicht ihres, das geht gar nicht. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, habe übrigens meine Slayer-CDs, weil das war satanisch für mich. Maiden, Black Sabbath, das muss gehen, habe ich auch vorgetan. Und dann hat sie gesagt, hey, es ist ein christliches Camp. Komm doch mit, sie suchen auch noch Helfer. Und ich natürlich gegangen, klar, oder? Erstens mal, weil es mich Wunder genommen hat und zweitens natürlich, um bei ihr in der Nähe zu sein. Und dort ist genau das passiert. Ich habe auch mit ihnen geredet über den Glauben und warum dass die einzelnen CDs hören, warum andere nicht. Dann habe ich gesagt, du hörst Glenn Hughes. Dann habe ich gesagt, ja, er dankt Gott in der Dankesliste. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich für mich überlegt, aber ihr Vorder hat er das vielleicht nicht gemacht. Oder ich frage mich. Und dann habe ich gesagt, ja, Maiden, das war gerade die neue dann, oder? Wir hatten 97 plus minus. Ja, wir wollen es nicht unterstützen, aber wir finden es natürlich gut. Und dann hatte ich den Discman dabei gehabt. Oder den kannst du anschließen, dann kommt es raus normalerweise. Und da ist mir an Boden gefallen, mit X-Factor drin. Und was passiert, wenn er einen Discman an Boden geht, der fährt bei Noah. 100 Mal, du tust auf, du wieder zu, fährt noch bei Noah. Aber der hat nicht bei Noah angefangen, sondern er hat Play gedrückt und dann kommt genau die Textziele, die wir vorhin gehört haben. Why is God still protecting me, even if I don't deserve it? Und ich so, also, warum tut mich Gott noch beschützen, obwohl sie es nicht verdienen? Ich so, oh mein Gott. Also, und es war jemand mit mir im Zimmer, der hat es auch nicht gewusst, wieso. Und das ist schon niemand nachher passiert. Der wusste alle, der fährt bei Noah. Und das war bei mir so ein Zeichen gewesen, eine göttliche Intervention, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ein Zeichen, um zu sagen, hey, da will man etwas mitteilen. Und
das ist mir geblieben. Und wenn ich eben den Blaze gesehen habe, war es genauso begeistert gewesen wie du von dieser Geschichte. Weil es ist faszinierend. Oder? Es hätte irgendwo können anfangen können. Aber es ist genau der Tag, wo es ist, für mich ist es eine Message gewesen. Habe ich mich mit dem natürlich auseinandergesetzt. Das Ja, ist aber das verstand ich im Fall. Also, weißt, wo du mir das erzählt hast, ich habe selber jetzt nicht das erlebt, anders erlebt, von vielen Leuten also Sachen gehört. Es gibt so Momente, wo man wie, oder mir geht so, und ich merke, hey, da ist etwas mehr. Und ich meine, auch wenn man eben rational darüber nachdenkt, es sollte eigentlich nicht passieren. Und trotzdem passiert es. Ich glaube, da gibt es gute Gründe zu sagen, da ist etwas, da ist Gott irgendwo am Werk. Und ich finde das mega mutig. ja, das ist mitgenommen, weil ich bin natürlich dort unter den und auch christlich, und das hat mir gefallen, zusammen singen, den Glauben und so weiter. Und ja, das ist der erste Teil der Geschichte und weltexklusiv erzähle ich sonst der zweite Teil der Geschichte, wie es weitergegangen ist. Weil das ist mir natürlich nachher auch so wieder in den Sinn gekommen. Weil sie hat sich nicht können entscheiden für mich. Ich kann nicht mit dir. Und sie hat dann irgendwann noch einen anderen gehabt und so. Und ich muss vielleicht schnell etwas anderes erzählen. Bevor ich auf Amerika bin, hatte ich eine andere Schule gehabt. Dort war ein Kollege, der hat im tiefsten Emmental gewohnt. Bin mal übernachtet zu dem. Und dann war dort ein DJ, so eine Party gewesen. Und ich habe dann meine CDs dabei gehabt, einen DJ gemacht und die hatten auch Freude gehabt. Und dort war ein anderes Fräulein gewesen, der sich auch mit mir verschossen hat, hat mit mir telefoniert, hat mich einladen und so weiter und so fort. Das ist ja dann versandt, bin von Amerika zurück, bla bla bla. Und dann bin ich bei dem Punkt, wo ich nicht weiss, an was ich bin, mit dem Fräulein hier. Und sie lädt mich ein, in Burgdorf, zu einem Happening, also wo man da singt und betet zusammen, das war cool gewesen. Und dann nimmt sie ihren Freund mit, ihren neu. Sie hat sich also für jemand anderes entschieden. Und jetzt musst du dir vorstellen, die kommt zu mir mit dem, und weißt du, was er sagt? Er sagt, was wegen dem? Oh, stell dir vor, der Ranzen, volle Ranzen. Oh, nein. Und ich dort alleine, shit, Mann. Scheiße. Und du bist wirklich so, also es ist schon lange her, aber ich kann mir vorstellen, und wer kommt, keine 10 Minuten später, wer kommt um eine Ecke? Die andere Dame von vorher, die in mich verliebt ist. Das Zeichen dort war, hey, es gibt andere Leute, die dich schätzen, die dich gerne haben, und sie hat mich dort aus diesem Loch rausgeholt. Es ist nie etwas geworden mit ihr, weil ich habe nicht wollen, sie hat wollen, aber Trotzdem so ein... ist es, nein, es ist nicht so, es ist Schicksal. Es hat mir jemand sehr geschickt, um mir wieder den Mut wieder zu spüren. Ja. Und es ist lustig, dass das so geht, und es ist mir alles wieder in den Sinn gekommen. Und das war eben noch lang gewesen. Und dann das zweite Jahr nochmal schnell, das war 3-jährige Lehre. Das erste Jahr war Schule, das zweite Jahr war das Praktikum, wo ich meine jetzige Frau Nicola kennengelernt habe. Und das dritte Jahr war dann noch das KV. Einfach so im Zusammenhang, und dann hat das Berufsleben angefangen und so weiter. Und dann natürlich zurückgekommen von Amerika und dann wollen Metal machen, Manowar Fanclub. Ah, okay. Und nachher bin ich im Manowar Fanclub gewesen, und dann sind die auf Zürich gekommen, dann hat es Steckbriefe von allen Members, dann habe ich herausgefunden, wer wohnt am nächsten von mir und kann den mitnehmen. Natürlich noch kein Auto gehabt. Und das war der Michael Wosche. Ah, so ist das gekommen. Und wir stehen dort an, im Volkshaus. Ja. Und dann sagt er mir so, ja, du spielst Gitarre? Und ich sagte, ja, so ein bisschen klimpern und so. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, wir suchen noch Bassist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht Bass spielen. Und dann hat er gesagt, Achtung, wieder life-changing Moment. Ja, das hast du in ein paar Wochen gelernt. Wenn er gesagt hat, aha, der hat nichts, dann würde ich jetzt hier nicht hocken. Also Mike, ich weiss nicht, ob er zulässt, aber das sind so Geschichten, so Sachen, die dir bleiben, weil das Gegenüber, wo dir ein Zeichen gibt, oder auch ein Zeichen, das geschickt wird, oder? Das ist der Weg. Und wenn du selber nicht durch die Tür gehst, hast du es vielleicht verpasst. Ja. Ja, mega cool. Und dann gehen eben irgendwie so Welten auf, weil einzelne Leute einem etwas zutrauen, die irgendwie sich brauchen lassen, oder eben mit dem irgendetwas passiert, wo dann letztlich Träume wahr werden. Du hast einen Song mitgebracht, wo das im Titel ist. Wir haben es schon Maiden gehört. Infinite Dreams. Ja. Also, wir spüren nochmal zurück als Teenie. Steht dort im Migros zu Murten, schaue die Iron Maiden Platten und denke, das muss ja auch schlimm sein. Das kann nur schlimm sein. Das wollte ich nie hören, so Zeug. Und dann, klar, ein älterer Kollege. Und dann hören wir die Musik und ich finde das so toll. Und dann kann ich mal Kassetten mitnehmen. Nein, ja, hier. Und dann sage ich, kann das nicht heimnehmen, weißt du wie? Dann habe ich Accept heimgenommen, den Heat, weil dort ist Band drauf. Fataler Fehler, ist absolut untypisches Accept-Album. Und eine Woche später war es gleich, Seventh Son of a Seventh Son. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Und Infinite Dreams ist ein wunderschöner Song und geht um Träume, geht um Verwirklichungen und ist einfach wirklich ein absoluter Hammer-Song. Und bei einem Album von Distant Past hat einer gesagt, das ist Prog, Distant Past, aber nicht Prog, wie wir ihn kennen. Es ist so ähnlich wie der Stil, den er Maiden of Seventh Son gemacht hat. Ich habe gesagt, ja, das ist so. Das ist meine Number One Influence.
So gut, komm, lass doch mal rein. Infinite dreams, I can't deny them. Infinity is hard to comprehend. I could hear those screams, even in my wildest dreams. Suffocation, waking in a sweat. Scared to fall asleep again in case the dream begins again. Someone chasing and cannot move, standing rigid, a nightmare statue. What a dream! Where will it end? And will I transcend? Restless sleep, the mind's in turmoil. One nightmare ends, another fertile. It's getting to me, so scared to sleep, but scared to wake now. In too deep. Even though it's reached new heights, I really like the restless nights. It makes me wonder, makes
Ja, das war Iron Maiden, eine ganz wichtige Band für dich auch. Wie bist du eben zum Metal gekommen? Und du hast schon ein bisschen gesagt, das ist die Hai nicht unbedingt so gern gesehen worden, gell? Aber wie bist du überhaupt zu dieser Musik gekommen? Jein, also sie haben schon gemerkt, dass es eine Leidenschaft ist für eben Iron Maiden, haben sie kennt, das Logo und so. Und auch später, wenn sie irgendwo im Ausland war, habe ich dann einfach die Heftchen bekommen, hey, das gefällt dir sicher. Ich bin musikalisch erzogen worden, mit diesen Canzoni Italiani natürlich. Und im Gesangsunterricht, ich kann nicht singen, aber im Gesangsunterricht habe ich gesagt, warum hast du beim Major 7 nie ein Problem? Und dann hat es geheißen, du bist natürlich mit diesen italienischen Canzoni aufgewachsen, die brauchen das. Und wenn wir schon beim Aufwachsen sind, ich bin wirklich absolut nicht religiös und nicht politisch aufgewachsen. Das war nie ein Thema bei uns daheim. In der ersten Klasse hat es geheißen, die Reformierten gehen runter, die Katholischen bleiben da. Trojano, du bist katholisch. Bis mal die Nachbarin, der Lehrerin gesagt hat, der ist nicht katholisch, der muss runter. Keine Ahnung gehabt. Dann kommen die Geschichten über Jesus, wenn er über das Wasser läuft. Ich habe sofort begriffen, der läuft nicht über das Wasser. Der überwindet Sachen, die niemand glaubt, dass man es überwinden kann. Und das hat mir gefallen und ich war wirklich nicht vorbelastet gewesen, gar nicht. Und ich bin ja beruflich tätig in der Gewerkschaft und mein Vater war Geschäftsführer gewesen. Und das, er hat immer gesagt, das würde nicht gehen. Oder? Das ist völlig konträr. Aber da ich unvorbelastet da können, an viele Mysterien, sage ich mal, oder Sachen im Leben herkommen, habe ich wirklich eine eigene Meinung bilden. Und das vermissen wir heutzutage von der Schule, Kinderschule, so sagst, das ist gut und das ist schlecht. Genau. Mega cool. Und dann hast du nachher wieder so, ich gemerkt, dass du dich eben kannst gut auseinandersetzen und darum auch einen eigenen Weg dir auch zugestanden haben. Genau. Aber Metal ist ja nicht nur der Metal gewesen, du hast dann auch noch anders ausprobiert. Du hast gesagt, ja, du hast dann gefunden, ja, da ist noch mehr, liegt noch mehr drin. Ich habe dann einfach gemerkt, in den ersten Jahren bei Emerald, dass ich es mal gesehen habe mit dem Metal, dem klassischen Metal. Also Hammerfall, die dritte Scheibe, hat mir gedacht, das ist nichts Neues für mich. Also ich mache keinen Vorwurf von heute das entdeckt, weil wenn man das Original nicht kennt, ist das cool. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Vom riesen Dio-Fan natürlich, da habe ich am 2010 treffen und das ist mein erster das Foto habe ich mal gesehen. Idol gewesen, wo ich tanken und sagen, merci für deine Musik, sie hat mir etwas gebracht. Und Sachen natürlich dürfen schreiben. Und dann habe ich mal geschnallt, und das war noch vor dem Internet, warum kommt da noch ein Song von der Blackmore? Ist der nicht der Blackmore? Die waren zusammen bei Rainbow gewesen. Der Blackmore nicht von Purple. Und von Purple dann mit den Live-Alben bin ich dann abgedriftet in die ganze Prog-Schiene. Und eine der Bands, die mich wirklich am meisten inspiriert hat, war Hawkwind. Und dann habe ich schnell gedacht, was der Lemmy hat gespielt. Und der Lemmy hat immer noch gesagt, hey, wir waren im Fall ein Albtraum gewesen. Im Sinne von, das ist nicht Pink Floyd mit ein bisschen Populichter. Wir waren wirklich mit diesen Effekten, wo du etwas machen konntest. Und wirklich dann angefangen, das zu sammeln, und das war schwierig. Zum Teil waren die CDs nicht erhältlich gewesen, und du hast noch kein YouTube und so gehabt. Und immer ist mal wieder Post von irgendwo eBay oder so, hey, mal wieder Material von 1975, 82, und die haben fast jedes Jahr eine Scheibe rausgegeben. Und ich habe vor 2 Wochen, bin ich in Liverpool gewesen, wo im 3. Anlauf dürfen den Dave Brock treffen. Das einzige verbliebene Originalmitglied ist 83-jährig, steht auf der Bühne und singt immer noch die Songs, und auch neue Sachen sind ähnlich wie Maiden, es kommen immer neue Sachen raus, die sie auch berücksichtigen. Ich bin schauen im 2016 an einem Festival in Deutschland, weil sie kommen ja nie über den Teich. Und als ich es entdeckt habe am Computer, dachte ich kann doch nicht auf England fliegen für ein das macht man doch nicht. Schlussendlich bin ich im 50-jährigen Jubiläum, Royal Albert Hall, ich bin sogar in Platten drin. Man sieht mich, so cool. Rubel. Ich habe alle getroffen, nur der Dave nicht. Weil, und nachher haben sie ein Festival gehabt, 2022 in Italien, bin auf Italien gefahren, zum Glück nachher Grenzen, habe mit allen geredet, und der Rowdy, du bist ein Superfan da, oder? Ja, der Dave, hättest du morgen kommen sollen, jetzt nach der Show kommt er natürlich nicht. Ich meine, warum soll er für mich etwas unterschreiben, den anderen? Dann dachte ich, das war es auch gewesen. Dann sehe ich die neuen Tourdaten, dann sehe ich, Liverpool, Manchester, ja, am Wochenende habe ich nichts. Ich mache es. Und ich bin morgen der aus dem Hotel raus, der Tourbus ist der hat gehöckelt und gewartet und gesagt, Dave, schnell, wir haben Zeit. Eigentlich hätte er auf die Toilette wollen. Und der arme Sieg hat eine Stunde mit mir am Pier von Liverpool Geschichten erzählt, aus dem 77. Gesagt, der Lemmy hat das Album gemacht und alles unterschrieben. Und du kannst dir vorstellen, wie ich gereist bin, mit Platten und CD-Covers und 3 Paar Unterhosen, mehr nicht. Mit Typenplatz gehabt, neben all deinen Scheiben. So cool.
Ja, ich würde sagen, wir lassen den Hawkwind, oder? Genau. Du hast den Song 7 by 7 mitgebracht in einer Live-Version. Seven signs wrote on 7 stars. 7 ways to find the long lost bards. 7 days became 7 years. While Pocus laughed and he called foul jeers. 7 times he cursed their 7 tears. Till each became their 7 fears. What is lost is never gained again. I've cast the spell that eternity chained. No more to cry, O mortal soul. The astral path is now your fortuitous role. Lost in my
Da haben wir den Lemmy in der Art gehört, wie es die meisten, die wahrscheinlich mal zuher kennen, nicht kennen. Hawkwinds. Auch du, der Space Rock, der hat den Rat da gehabt. Was hat das mit dir denn gemacht, mit deinem musikalischen Ich? Ich habe dann gefunden, okay, das klassische Metal, das kennst du oder spielst auch, das kannst schon. Wenn ich etwas selber machen will, dann will ich etwas in diese Richtung machen. Ich habe dann schlussendlich eben auch das Pasta Studio-Projekt gegründet, wo ich wollte das ein bisschen erkunden. Aber nach 2 Demos habe ich dann gefunden, ich kann alleine mit mir selber eben nicht jammen. Solche Musik entsteht im Jam, aber hat gleich einen gewissen Rahmen. Und das ist eine Kunst, die ich finde, die in den 70er Jahren viele hatten, in der Kommune, die haben zusammen gelebt, zusammen gemacht. Und heute ist das eigentlich nicht mehr so möglich, obwohl man kann alles emulieren und es gibt viel, aber es gibt nur ein Original. Und auch hier, die mystischen Texte haben wir an, die ganze, es gibt so eine Story-Arc irgendwo durch, irgendwo nicht. Sie haben auch mit dem Michael Moorcock zusammengearbeitet, Fantasy-Autor, und sie haben wirklich so eine eigene Welt gegründet und eine eigene Mythologie. Und es gibt wenige Bands, die das haben. Maiden ist natürlich auch eine, die das mitzieht, auch mit den interessanten Texten. Aber bei Hawkwind war es wirklich so, dass auf diesem Album sind wieder 2 andere dabei gewesen, die Einflüsse haben wieder geändert. Und das ist wirklich es ist krass gewesen eigentlich. Die Band löst sich auf und ein Jahr später ist wieder ein neues Album mit ganz anderen Leuten. Oder? Und eben Poeten und einfach so der Free Spirit, Free Festivals haben sie gespielt. Das ist ja Stonehenge Free Festival bis glaube 86, wo die Polizei dann alles kaputt gemacht hat. Und spielt alles ein bisschen rein, die ganze englische Kultur, und eben die beste Musik kommt halt von England. Würdest du sagen, dass jetzt dass das eigentlich ein Schlüssel wäre, dass man eben wie an Musik müsste eben wirklich zusammen machen, wo man eben nicht zusammen Musik macht, sondern eben ein Stück weit leben und Geist teilen? Oder würdest du das auch wünschen? Oder hast du das auch schon erlebt? Dass das Das habe ich nicht erlebt, das ist nicht zeitgemäß, würde ich sagen. Aber wenn du überlegst, 60er Jahre, die Kommunen, man sucht nach einem neuen Weg zum Zusammenleben. Wir wollen nicht mehr das, was unsere Eltern, wir reden von nach dem Krieg, was unsere Eltern uns gesagt haben, geht einen Job und 2 Kinder und nachher Rasenmähen am Sonntag und am Samstag natürlich, excuse. Und das ist dann auch die Aufbruchsstimmung gegeben, und die haben wir nicht mehr. Und auf dem letzten Album, The Final Stage, ist ja Dawn City, ein ganz langer Song, und da geht es um Oroville, der das ja probiert in Indien. No money, no religion. Einfach, wir probieren selber etwas Neues. Wenn nicht wir, wer das sonst? Und das finde ich immer sehr spannend, solche Sachen. Aber umsetzbar, ich weiss es nicht. Also mit mir spricht etwas an. Wenn du das so erzählst, denke ich, aber das ist ja genau das auch, was ich finde, oder was Kirche eigentlich auch müsste sein, nämlich wo es eben ums Ganze, um den ganzen Menschen geht, wo Kunst noch ein Ausdruck ist von allem, eben von der Beziehung zueinander, aber auch zu der Beziehung zu Gott und zu der Welt, zu allem. Ich weiss, es hat auch Christen gegeben, die das versucht haben, natürlich in einer ähnlichen Zeit. So, ich habe mal die Biografie von Larry Norman zum Beispiel gelesen, ich weiss nicht, ob das etwas sagt. So, eigentlich war er ein Pionier von christlicher Rockmusik, oder? In den 60er, 70er. Und der hat dann auch so Künstlerkommunen gegründet. Hat er eben, eine Kommune hat immer seine eigenen Schwierigkeiten natürlich. Gell? Eben, das Zusammenleben, das ist, und wenn es dann um Geld und alles geht, und eben wer hat jetzt, und geht auch um Macht, gell? Aber wenn man es gut tut, ist nicht ganz einfach. Aber ich finde es etwas faszinierend, und ich würde mir wünschen, wünschte mir das eigentlich auch für die Metal Church, dass man da irgendwie vielleicht irgendwann mal noch eben nicht nur Radiosendungen machen und Gottesdienst feiern, sondern vielleicht auch Orte haben, oder dass es auch Künstler gibt, die da zusammen wie auch noch mehr können gehen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Projekte, wo man eben tatsächlich auch erst auf die Beine kann stellen, eben wenn man irgendwie mitteilt. Oder natürlich, es braucht auch Leute drumherum, oder die da mithelfen oder so. Aber wenn du das so sagst, dann spricht ja, mir etwas und es braucht natürlich, an. heutzutage braucht natürlich auch Geld. Und wenn du Geld willst, musst du einer gefallen Arbeit nachher. Und wenn du ein Minimum musst, kennen viele Leute, also nicht viele, wirklich nicht, aber ich kenne einige, die können sagen, was machst du? Dann sagen sie sind Musiker. Ein Gitarrist von Bern. Er ist Gitarrist als Beruf. Er hat aber kein Auto und keine Familie. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dafür muss er dort spielen, dann muss er Hudi Gägel spielen, dann musst du die halt so. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn eigentlich, wenn du Gig in Zürich hast? Ja, dann muss ich ein früher los, weil ich habe noch ein Velo. Genau.
zu dieser Freiheit, mir denkt einfach immer, wir haben gepeakt als Menschheit Ende 60er, wo wir das Freedom, Woodstock und so, wir sind bis jetzt nicht weitergekommen. Was wir hier machen, ist das Tröpfchen von früher, das übrig geblieben ist, um zu sagen, frei sein, haben die Glauben teilen, ohne es muss Angst haben, dass etwas passiert. Der Lemmy hat übrigens mal gesagt, das mit der Kommune hat eben nicht funktioniert, weil der Mann einfach die Frau für sich nicht teilen will. Und das ist natürlich nachher, kommen wir zur freien Liebe, die dort war, die in Theorie super ist, aber in Praxis, es geht einfach nicht. Oder? Und klar gibt es auch religiöse Gruppierungen, wo das gang und gäbe ist, aber er hat einmal 7 Frauen. Genau. Nicht 7 Männer, die sich... Das ist eben immer eine Machtfrage letztlich. Es ist so, und das ist auch nicht unbedingt das Optimum, aber das ist das Problem, dass wir dort nicht weiterkommen. Und da gibt es die ganze RAF-Geschichte, die ich sehr interessant finde, wo dann gesagt haben, hey, wir wollen den bewaffneten Krieg, wenn wir nicht im Dschungel wollen, hierher nehmen, dass die merken, wie das tut. Weil die Idee grundsätzlich ist gut. Und auch wenn mir irgendjemand sagt, hey, das ist eine Sekte, dann sage ich, nein. Irgendwo ist ein Funke bei etwas, wo den Leuten etwas zeigt. Und ob es dann pervertiert wird oder absichtlich gemacht wird, dass sie sozusagen dein Geld aufgibst, dass der Guru kann leben. Das ist nicht der Nebenwirkung, aber irgendwo drin ist der Funke, wo die Leute sagen, hey, ich will etwas anderes, ich will das erleben. Und das, wie gesagt, das ist die Kultur aus den 60er, 70er. Wo das, ja, nachher die sind dann alle Juppies geworden in den 80er oder haben grosse Zelte gehabt und sich Häuser bauen. Es ist halt schon auch mit der ganzen Kommerzialisierung und ja, ist es dann halt so geworden, dass es nicht mehr ist. Eben auch jetzt Free Festival. Es gibt dann, sie haben einen Song, Hagwind hat einen Song, End of Festivals, heisst etwas so, nein, oder, ich weiss nicht mehr, wie der Song heisst, aber die sind jedes Jahr einfach dorthin zu Stonehenge und haben dort hergebaut, einer hat das Essen gemacht, sie haben gespielt gratis, stundenlang, bis sie nicht mehr mögen, ist der Anger gekommen. Weißt du, nachher ist echt die Polizei gekommen im Jahr und gesagt, dürft da nicht mehr her, das ist verboten. Oder? Ich meine, auch die Staatsgewalt, oder die Staatsmacht. Und da habe ich eben schon ein Problem mit der Politik und dem Staat, der daraus vorgibt. Oder? Darum auch Connections zur Gewerkschaft, weil ich kämpfe tagtäglich, für dass es einem kleinen Mann besser geht. Und wenn ich das nur ein kleines machen kann, dann habe ich etwas Gutes gemacht. Oder? Und was mir aufgefallen ist, wir haben zum Teil Vertrauenspersonen, die sehr anstrengende Charaktere sind. Und dann habe ich mir auch schon gesagt, es gibt nur 2 Orte, wo solche Leute eine Heimat finden. Bei der Gewerkschaft oder bei der Kirche. Weil die nehmen, das ist ein bisschen böse, aber die nehmen alle. Ja, es ist so. Du bist offen, oder? Obwohl du so, manchmal an Grenzen kommst, oder? Aber du bist so, du bist offen. Und das ist die Connection dort, wo ich finde, das ist der, wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen allen probieren zu helfen. Und in dem System, wo wir drin sind, ob das richtig oder falsch ist nicht an mir zu entscheiden. Aber es ist nicht so, wie es sollte, aber es machen wir das Beste daraus. Hey, mega spannend. Eben jetzt so ganz konkret, echt und lebendig. Das spiegelt sich eben auch in dieser Musik, die du entwickelt hast. Eben, ist ein bisschen weniger Proggy geworden, ist gleich wieder mehr zum Heavy Metal gegangen. Ja, aber das, genau, das, wir hören doch dort mal rein und schauen dann auch, was inhaltlich dort noch ist. Wir lassen mal in so einen Distant Past Song rein. Du hast da First of 7 mitgebracht. Genau. Turn around, take a picture, turns on his back, and he gets
Blitzableiter. Rock und Metal. Wir haben First of Seven gehört von deiner Band Distant Past. In der frühen Zeit da hört man es eben, der Prog-Rock schon stark nach raus. Wieso heisst Distant Past eigentlich Distant Past? Ja, es gibt zwei Geschichten. Im Jahr 2000, ja wieder mit CD-Spieler, wisst ihr, der, wo mir letztes Mal am Boden geht ist, hören meine Musik und überhören so zwei Teenies. Und dann sagen, was, du hörst das noch? Also sagt sie zur anderen. Das ist ja voll 1998. Und dann schaue ich auf meinen CD-Player, Rainbow Rising 1975. Das ist auch die ferne Vergangenheit, oder? Wenn das schon alt ist in 2 Jahren. Und das andere ist natürlich, ich habe lange nach einem Namen gesucht, wo das ein bisschen, die Idee war ja, ähnlich wie Hawkwind, etwas Mystisches nehmen, also Pyramiden und solche Sachen, Mayas und vergangene Kulturen, ich sage jetzt Erich von Däniken, das hat mich fasziniert und da ist extrem viel Inhalte, oder? Weil das sind Mysterien, sie stehen da, du kannst sie anschauen, aber man kann es nicht erklären und irgendetwas ist passiert. Sei es bei Religion oder sei es mit Ausserirdisch, irgendetwas war in ferner Vergangenheit. Ist etwas passiert, was uns überhaupt... Ich habe nämlich irgendein Doku gesehen, das heisst, schau, es ist ja so wie die Entwicklung des Menschen war, du hast heute das erste Ford-Modell und morgen ist eine Rakete. Es ist etwas passiert, der Sprung ist so schnell gekommen. Also ist mir klar gewesen, irgendetwas ist passiert in grauer Vorzeit. Und das hat so ein bisschen encapsulated. Und viele Bandnamen hat es natürlich schon gegeben. Lustig ist auch, ich habe dann, ich weiss noch, dann wir noch keine Kinder hatten, ich bin dann lange spät aufgeblieben, haben wir so Namen notiert, das Brainstorming gemacht alleine. Also ich probiere das Jammen alleine, das Brainstorming alleine, ich mache immer das alleine. Aber dann bin ich ins Bett, das Licht abgestellt und dann denke ich, Distant Past. Ah ja, ich schreibe es den morgen auf. Nein! Ihr kennt das. Das Ja, kommt nachher genau. nicht mehr in den Sinn. Ja. Oder die Wahrscheinlichkeit, wenn man es denkt, genau. Genau. Und eben, du hörst bei den alten Songs einfach mal so ein bisschen ausbrechen aus diesen Normen, mal etwas probieren. Und ich habe jetzt auch wieder den Song schon ewig nicht mehr gehört. Auch dort einfach die Melancholie von, warum ist die Gesellschaft so, warum können wir nicht ausbrechen, warum sind wir nur Rebellen geblieben, warum tun wir uns mit Spielzeug auseinandersetzen und merken nicht, dass wir können, soll ich sagen, ausbrechen. Mir ist immer wichtig, der Mensch ist mehr. Wir haben mehr. Und First of Seven, gemäss den orientalischen, sage ich jetzt mal, Glaubensrichtungen, haben wir 7 Energiezentren, sogenannte Chakras im Körper. Und bei den Chakra wäre auch erwähnt, gell? und, Anders geschrieben. ja. Und die meisten haben nur das Ego offen. Das ist der erste, also First of Seven. Okay. Wir haben nur Ja. den ersten offen. Du kannst gar nicht erleuchtet sein. Und ich denke, ich bin ein Suchender und suche nach der Wahrheit. Und ich bin der Meinung, es gibt nur eine. Ob ich sie je wieder finden, weiss ich es nicht. Aber eben, da ich so frei war, zum selber zu erkunden, habe ich eine Möglichkeit gefunden, dort mir selber zu können. Und darum ist es so immer schwierig in Verbindung mit Metal Church, weil ich sage selber von mir nicht, wenn ich sage, ich bin Christ, kommt so viele andere Sachen rein, wo ich nicht dahinter stehe. Aber wenn ich sage, der Glauben ist wichtig, dann ist es der Glaube. Und der Glaube an mich selber. Ich habe es selber gemerkt, auch bei Sachen, wo mein Herz will und wenn du wirklich daran glaubst. Und bei der Band war es auch so gewesen. Weil Du hast dich eigentlich schon ein paar Mal fast aufgegeben. ja, vor Distant Past hatte ich Evil Eye gehabt. Und das ist so gut gelaufen, weil ich es so gefreut hatte. Dann ist der erste Schatten vom Zweifel gekommen. Und dann ist es bergab gegangen. Und dann habe ich gedacht, oh das hat etwas. Meine Energie macht hier etwas. Oder? Genau, das ist wichtig gewesen. Auch am Anfang, als ich dann auch gemerkt habe, schau, mir fehlt der Applaus von Distant Past, weil es ein Studioprojekt ist. Und hat mir den Weg wieder zurück zu Emerald geführt. Weil das ist so vorbestimmt ist, ich hatte dort noch nicht fertig gehabt. Ich bin schnell ausgestiegen, ich wollte schnell selber etwas machen. Das ist Quasi zuerst eben mein Ego, ich will jetzt allein und gar nicht gemerkt, dass andere eigentlich noch brauchst. es hat nicht mal, ja, es hat mal mit alleine, es hat einfach mit Freiheit zu tun. Weil da bist du nicht, oder? Und ich habe immer Leute gehabt, die mir helfen. Unterstützen. Es war viel einfacher, ein Projekt zu machen, weil die Leute kommen gerne, weil sie einfach abliefern und wieder gehen können. Wenn man mit denen eine Band gemacht hat, hat sie gesagt, du, das und das gefällt mir dir nicht. Und dann hast du dich mit Belanglosigkeiten aufgehalten, du hast nicht auf die Musik konzentriert. Ja, man kann natürlich, ich bin ganz ehrlich, es gibt vielleicht schon Leute, die finden, ich sei ein Ego. Aber ich weiss einfach, was ich will. Ich bin
hartnäckig und ich verfolge meine Ziele. Und wenn mich etwas daran hindert, dann brauche ich es nicht. Und es gibt viele Sachen, die mich dermassen interessieren, aber ich habe mich jetzt fokussiert auf das. Und lustigerweise, meine Frau Nicole ist ganz anders. Sie will so viele Sachen ausprobieren. Komm, wir machen mal das und so. Und das ist der Unterschied, der uns wirklich jetzt über 20 Jahre sind wir zusammen. Und das ist das. Weil wenn du einen Partner hast, der identisch ist, dann kommt es viel mehr zu Reibereien. Oder ich kann sie mitnehmen ins Konzert, sie hat keine Ahnung, was kommt. Sie nimmt es auf und findet es toll. Und der Ex-Kollegen haben eine Freundin oder eine Frau gehabt, die auch Metal hört und gesagt, da gehst du mir nicht her, die sind scheisse. Das ist natürlich etwas anderes. Ja. Aber wir können voneinander lernen, das ist wunderschön. Wir waren jetzt gerade vor kurzem Insel Mainau gewesen, das ist so eine Blumeninsel. Genau, und sie liebt das und ich, kann ich gehen, dafür kommst du mal wieder mit mir mit. Oder? Das ist, genau. Übrigens, in München sind wir auch gewesen. Und dann wollte ich unbedingt zu den Musicland Studios. Aber die gibt es gar nicht mehr. Es ist nur noch Türen dort. Rainbow Rising, Queen haben alles aufgenommen, aber ich wusste, das ist hier. Sogar auf dem einen Queen-Video ist das drauf. Und dann, was, du gehst da her wegen einer Türe? Also, Leute begreifen, ich weiss, dass Leute das nicht begreifen, aber ja, das war der gewesen. Der Dio ist hier rein und hat Stargazer eingesungen. Hier. Übrigens, haben sie das Studio müssen aufgeben, das war ja der Giorgio Moroder, weil sie die U-Bahn haben gebaut. Okay, ja. Schade, ja. Aber du hast eben gemerkt, du hast einen Sinn für die Vergangenheit, für das ist nicht wie um die Vergangenheit wieder, sondern ich glaube eben, weil es wie bis ich spüre, wieso es da eine Auswirkungen hat oder da eine irgendwie eine Bedeutung hat und darum interessierst du dich für die Sachen. Oder eben nicht, wie es einfach da war, sondern es hat eine Bedeutung für die Leute. Leute. Es hat eine Bedeutung, ja, das ist so. Ja. Ich bin ja dann, wenn man von Distant Past mit den mystischen Sachen, irgendwann habe ich ja auch nicht mehr gewusst, wo geht es durch, wir sind wieder zurück zum Metal gekommen. Und dann ist die ganze Pandemie gekommen und ich habe einfach gesehen, dass ich meine alten Lieblingsfilme wieder schaue, mit der Gitarre vor dem Fernsehen hocken. Und dann habe ich angefangen, Texte über die Filme zu schreiben, die ich schaue. Ich habe mir gerade überlegt, wir haben mal Divine Victim Cover von Vanilla Road mit Emerald. Divine Victim heisst heiliges Opfer, oder? Also göttliches. Göttliches, ja. Und dann habe ich mal den Text 3-mal durchgelesen und gesagt, hey, das ist die Geschichte von Jeanne d'Arc. Aber es steht nie in Jeanne d'Arc. Genial. Ja. Und genau das Gefühl möchte ich einem Hörer geben, wo er sagt, hä, das könnte doch das sein. Aber es steht nie. Und lustigerweise sind bei diesen 4-5 Songs, die den letzten 2 Alben, I Am Omega, haben wir diskutiert, der Omega-Mann, I Am Legend, basiert auf einer Kurzgeschichte. World of Wires, die Welt am Draht vom Fassbinder, basiert auf einem Buch, das heißt Simulacron 3, wenn die Welt eine Simulation wäre, oder? Dann auf dem neuen Album haben wir klar, Solaris ist ein Film und eine Vorlage als Buch. Es haben alle die Filme, die ich herausfinde, haben lustigerweise, die dann so arbeiten, eine literarische Vorlage. Und so jetzt, ich glaube, wir lassen jetzt den Island of the Lost Souls. Genau. Das ist die Insel des Dr. Moreau. Genau. Mehrmals verfilmt worden. In den 70er mit Michael York, in den 90er mit dem Val Kilmer und die letzte Rolle von Marlon Brando. Und dann habe ich herausgefunden, dass in den 30er oder 30er, 40er, 50er Jahren verfilmt ist worden unter dem Namen Island of the Lost Souls. Dann lassen wir doch. Distant Past. It is
Distant Past. Ich schalte mich hier schnell ein, Samuel. Wir wollen nämlich schnell, bevor es dir weitermacht, in diesem extrem interessanten Gespräch, schnell noch eine Nattelnummer durchgeben, wo Zuschauer, hat jetzt bald gesagt, ZuhörerInnen dürfen sich melden, wenn sie Fragen haben. Das wäre unsere Studionummer 079 930 55 88. Und bei dir? Ja, das ist 079 739 09 59. Und dann lohne ich euch gerade wieder. Ja, genau. Wir sind hier mit drin, bei Distant Past. Man merkt schon so, eben, du beschäftigst dich, wir haben davor zwischen den Songs darüber geredet, du bist ja zwar Bassist, eben, du bist Musiker, aber du forschst meistens ja eben nicht mit dem Bass oder mit den Instrumenten, sondern eben mit den Texten. Gell? Wenn irgendetwas, was du aufschnappst, wo du denkst, das ist noch cool, das kommt in den Filmen, wenn man es im Original. Manchmal schon, oh, wie hat er es jetzt auf Englisch gesagt? Da dachte ich, das gut. Ist das ein Refrain? Ist das eine Idee? Ist das ein Input? Ja. Und ja, das ist schon meistens der Input, ist irgendeine Idee und selten einfach ein Riff. Ich habe schon Songs geschrieben, auf Riff basiert, aber dann musst du dann manchmal an den Haar ziehen, etwas, was so ein bisschen, wo könnte passen, oder? Und da gibt es dann vielleicht nicht unbedingt die gelungensten Texte, aber muss nicht unbedingt sein. Ja. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, wie Leute das wahrnehmen. Es gibt viele, kennst du von Musikerkollegen, die sagen, um Texte interessieren mich nicht, oder soll einfach jemand singen. Ich finde es cool, ja, Freude an denen, die sich mit den Texten auseinandersetzen, aber ist ja logisch, ich bin Theologe, gell? Also, da ist die Sprache, ist der Inhalt, ist entscheidend, oder? Das ist theologisch, genau. Genau. Nein, was mich eben fasziniert hat, ist, dass es dann auch Leute gibt, die das wahrnehmen. Und es war immer wichtig, wie ich als Fan zu meinen Idol gehe und sage, hey, dann und dann hast du das gemacht. Und wenn irgendetwas auf mich zukommt und sagt, hey, ich finde das und diesen Song finde ich auch cool. Der weniger, was hast du dir dabei gedacht und so weiter und so fort. Es gibt noch kleine Episoden von Hades. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die New Yorker Trashband Hades. Die haben 2 Alben in den 80ern rausgegeben und sie im 2000 kurz eine Reunion gemacht. Ich war dann zu Wacken. Das erste und das einzige Mal in Wacken, im 1999, wenn mich alles täuscht. Hast du gesehen, die Jahre kommen immer wieder vor. Seitdem musste ich bügeln. Nein. Dann das eine war ein Lied über die Planetenkonstellation. Und dass die am 5. Mai 2000, nehme ich an, das Album muss vorher rauskommen, sich treffen und dann etwas passiert auf der Welt. Und dann stehe ich da zum Unterschreiben und dann sage ich, hey, am Sänger, how come nothing happened on May 5th? Und dann bist du der Catchy rausgegeben. Was? Du hast es gelesen? Ja, er hat es voll nicht begriffen. Oder? Meistens kann man so, oh, geil, Mann. Und dann der andere, was? Erstens hat er es gelesen, zweitens hat er eine intelligente Frage gestellt und drittens, es ist nichts passiert, wir leben noch. Genau. Oh, heiß. Du hast ja aber eben eine bewegte Zeit gehabt mit dieser Band. Du hast immer wieder müssen neu starten. Wie hast du da Kraft wieder gefunden? Was ist das heute, das Distant Past immer gibt? Ich weiss, du hast mir mehrmals gesagt, ja, ich weiss im Fall nicht, ob es weitergeht. Ja, und es hat mit Glauben zu tun, weil ich bin jetzt in einer Phase, wo ich einfach, irgendwie geht es immer weiter. Ich glaube daran. Und eben bei Utopian Void war es vor allem, wo ich wirklich niemanden mehr hatte. Und JJ ist bei Emerald raus, er ist gekommen, aber nur projektmässig. Und wir haben 5 Drummer auf diesem Album, sind wir rein gegangen. Und dann später Gitarristen sind dann sesshaft geworden, hatten keine Zeit mehr gehabt. Und immer, wenn ich einen neuen Job angefangen habe, lustigerweise immer so 5 Jahre, habe ich gedacht, so, jetzt hör auf mit Musik, jetzt bist du seriös, jetzt machst du den Job. Spätestens ein Jahr später dann bin ich wieder voll drin gewesen, weil es fehlt dir etwas. Genau, ja. Und lustig war ja, der JJ hatte ich als Sänger und der Tomba ist ja dann bei Emerald, also der Thomas Winkler ist einfach kurz am Tag gewesen, ist bei Emerald gesungen. Und er ist ja dann zu mir aufnehmen ins Studio, wo er ja schon vor Glory Hammer einfach, ja, hier noch das Projekt, wo ich einen Song muss einsingen, da noch. Bist du da für die Chinesen oder so? Ja, genau. Dann hat er mir gesagt, ich kann dich nicht zahlen, aber wenn du mich mal brauchst, kannst du mir das sagen. Und dann am nächsten Tag hatte ich die Idee gehabt, JJ, Rise of the Fallen. JJ ist der gefallene Engel und er ist der Sohn Gottes und die kämpfen um die Vorherrschaft von der Erde. Das ist die haben der Böse und der Gut und genau das mache ich. Ich war dermassen begeistert gewesen und ich habe wirklich stundenlang recherchiert und nicht wollen nur das Christliche nehmen, aber auch. Oder von Tora, oder? Und wer wirklich das Booklet studiert, hat wirklich ein fundamentales Wissen über von wo kommen die Texte her. Track 1 war Masters of Duality gewesen, Track 2 Scriptural Truth und Track 3 war by the Light of the Morning Star gewesen.
Und dann habe ich sie gespreadet. Und dann dachte ich, okay, nein, das ist Anfang, Mitte und das Ende. Jetzt muss ich da noch etwas kreieren. Und hat mir eine riesen Freude gemacht. Und das ist dort, wo ich nicht dachte, Moment, ich mache jetzt ein Album über eine christliche Thematik. Ich bin zu dir gekommen, Sam, Genau. und dann habe ich gesagt, du, ist das Blasphemie? Genau. Oder? Und dann hast du gesagt, nein, es gibt Theologen, die, Ja. die das auch so sehen. Und dann, das hat mich auch bestätigt, dass ich nicht einfach nur so ein bisschen blabla, sondern ich habe mich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und eben extra, und da, ich bin immer noch so, darum wie gesagt, ja, Problem, wenn ich muss sagen, ich bin Christ, oder? Von allem, die Wahrheit liegt nicht in etwas, das ist allen Orten ein bisschen verteilt, oder? Obwohl, dass ich auch dann noch, ich glaube, ich habe Miltons Paradise Lost gelesen. Ich habe das Neue Testament auseinandergenommen, dass ich geschnallt habe, hey, jeder von diesen Aposteln erzählt die gleiche Geschichte, einfach anders und mit Lücken. Das hat mir vorher niemand gesagt. Oder? Der hast einfach irgendwo einen Psalm gelesen und das tut noch gut und so. Übrigens habe ich die biblische Thematik bereits auf dem ersten offiziellen Distant Past Album «The Serpent with the Double-Edged Tongue». Genau. Das 11-Minuten-Lied, das darum geht, dass die Bibel nicht pervertiert worden und die Welt gedreht wurde. Also schon nur mit so einer Einstellung, wie die mit all den Christen nicht wahrgenommen. Oder? Aber es ist wirklich meine Überzeugung, dass der Essenz schon ist. Aber es gibt ja auch die Theorie, dass die, oder einfach, ja, ich sage jetzt mal Theorie, dass die Offenbarungen von Johannes, die wir ja alle kennen, dank Iron Maiden, oder von der kommt ja der erste Sprosse von dem, wow, cool, sick, aber von wo kommt es denn überhaupt? Genau. Und dass das einfach die Vergangenheit gibt. Also es spielt ja, es ist das, was passiert in der Zukunft, wenn ihr nicht artig seid. Aber jemand hat gesagt, nein, das haben sie manipuliert, das wäre in der Vergangenheit, das ist passiert. Ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist, ich weiß nicht, was stimmt. Aber du kannst ein Buch, eine Schrift mit der Veränderung von der Zeit schon nur völlig im anderen Kontext, oder? Aber ich glaube, gerade bei der Offenbarung, also so gesehen ist es wie, weißt, mehr eine Frage von, also es ist apokalyptische Literatur, also es redet in die Zeit hinein, wo sie geschrieben worden ist. Ich glaube, das sind Visionen, die der Johannes effektiv hatte. Also er hat es gesehen und in dem Sinne glaube ich, dass da Gott wirklich auch ihm Sachen zeigt. Aber es redet das erste Mal auch in die Zeit hinein, wo er war. Also es ist, ich meine, es ist ja beschrieben, er ist in Patmos in Gefangenschaft, das ist römische Gefangenschaft und das Tier und das Reich da, das ist auch kodierter Text, also alttestamentlich kodierter Text, wo man, wenn man das Alte Testament kennt, dann versteht man die Symbole und weiss, und es redet auch in die Zeit hinein, aber natürlich redet es über die Vergangenheit, es redet über die Gegenwart und es redet über die Zukunft und es ist in dem Sinne auch verschiedene Ebenen, wo das redet und es redet heute genauso, aber es ist eben sicher nicht ein Endzeitfahrplan, wie es gewisse Leute so sehen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum ist ein Antikriegsfilm voll Schrecken vom Krieg? Oder? Du siehst einen Antikriegsfilm, aber du siehst die schlimmen Sachen passieren. Weil wenn du das siehst, dann machst du alles, dass das nicht Genau. Realität wird. Und ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch noch bei den Schrecken. Also, es ist primär nicht etwas zum Angst machen, sondern eigentlich ist es eine Ermutigung, nämlich an die wenigen Christen dieser Zeit, die verfolgt werden von der römischen Staatsmacht, überhaupt von der ganzen Propaganda und allem. Und nachher dann merken, hey, okay, es ist zwar Chaos, aber die Hauptbotschaft ist eigentlich, es ist Chaos in dieser Welt, aber hey, Gott hat es im Fall im Griff und er wird mit dieser Welt zum Ziel kommen, auch wenn jetzt Chaos herrscht. Und ich glaube, das ist manchmal auch ein Missverständnis, wenn ich wie es braucht jetzt zum Angst machen. Eigentlich geht es gerade ums Gegenteil, nämlich eigentlich ist es geht um Hoffnung, dass da die Welt, auch wenn die Welt aus den Fugen ist, dass Gott letztlich mit dieser Welt zum Ziel kommt. Das ist schön, dass du es so siehst. Ich sehe es immer als Warnung. Wenn du jetzt nicht das machst, dann passiert das. Aber das ist wieder mein Take. Aber Also der Aspekt hat es Ja. auf jeden Fall. Du siehst auch, es hat verschiedene Gruppen. Oder ich sage, schau, wenn du jetzt zum Beispiel, du sagst die Zahl vom Tier, also ja, wenn du natürlich dich quasi dem anschliessest, dieser Herrschaft, ja, dann hat das Konsequenzen und in dem Sinne ist es auch eine Warnung. Aber ich glaube, die ersten Adressaten, also am Anfang startet es ja mit 7 Briefen an 7 Gemeinden in Vorderasien, also heutige Türkei, christliche Gemeinden. Also hat einen konkreten Adressat gehabt. Das war mal ein Buch an Christen gewesen. Und du kannst jetzt aber natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven lesen. wenn wir schon beim Zahl des Tieres sind, ganz kurz. Der Originaltext ist, wer die Zahl des Tieres nicht auf der Hand oder auf der Stirn trägt, kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Interessant, oder? Ist es Kreditkarte? Ist es ein Stichcode? Was ist es? Fakt ist, habe ich vor kurzem gelesen, das WWW, World Wide Web,
ist ja in der, ich weiß nicht, was für Zahlen, geht das 6? Hebräisch, wenn du es auf drüber... Ja. Genau, aber eigentlich wäre es ja WWN, weil es ist World Wide Net, wo ein Web ist ein Spinnennetz, das du dir kannst verstecken kannst, und ein Net ist ein Netzwerk. Also ist die 3.6 sind auf dem Web, und ich war ja vor kurzem in England gewesen. Can I pay cash? Nein, nur kannst du da mit dem Internet. Also, oder wir kommen dorthin, du bist gar nicht mehr fähig. Der Ben, unser Gitarrist, ist ein sehr guter Kollege von mir, der schon vor da war. Und er hat zum Beispiel jetzt kein Smartphone. Ich meine, gleich kann er kein Billett mehr auslösen, oder? Wie siehst du das? Ist das die Warnung dort? Ich würde sagen, es hat verschiedene Ebenen. Also, ich glaube, es redet man zuerst in die Zeit eben, Ende 1. Jahrhundert. Und dort, denke ich, geht es nicht immer um Kreditkarte. Ich glaube, es hat dort schon Bedeutung gehabt, nämlich wenn du als Christ in dieser Zeit gelebt hast, dort, wo die ganze Wirtschaft auch, also eben das Römische Reich, das ist Religion und Staat und Macht und Wirtschaft alles eins, oder? Also wenn du dort eben gesagt hast, nein, nicht der Kaiser ist Gott, sondern es ist jemand anderes Herr, eben Kyrios, dann hast du das Problem. Und dann, wenn du nachher nicht bei den römischen Zeremonien mitmachst, nicht in den Tempel gehst, opfern, dann bist du ausgeschlossen vom wirtschaftlichen Leben. Also, und die Zahl ist wahrscheinlich ursprünglich eher eine Zahl geht, es könnte der Kaiser Nero sein, das ist eine mögliche Zahlenkombination ausgeht. Aber die Frage ist auch gerade von der Hand und von der Stirn, das mag vielleicht bei uns tatsächlich auch wieder auch unsere Zeit reden und einfach in einer Art nochmal ganz konkret praktisch, vielleicht effektiv eine Bedeutung bekommen. Aber ich habe vorhin gesagt, das ist eigentlich der alttestamentliche Code, den du im Kopf haben von den Bildern. Und das ist klar, da hast du bei den Juden hast du Texte, die davon reden, vom Schema, vom Gebet, es gibt nur einen Gott und so. Und dort heisst es unter anderem, du sollst dir das quasi an die Stirne, also die Juden binden sich bis heute ja an die Stirne und an die Hand. Und das geht schreiben, würde man sagen. Heute, genau, also das ist eigentlich so, hey, also quasi, nein, du sollst dich von anderem denken und auch noch die Symbolik. Hey, also von was lässt du deine Gedanken prägen und deine Hände, dein Handeln? Also ich glaube, es ist ganz... Aber eben, es ist mega vielschichtig. Und ich glaube aber auch, wenn ich jetzt gesagt habe, dass das im 1. Jahrhundert schon eine Bedeutung hat, glaube ich auch, dass es in unserer Zeit auch eine Bedeutung hat. Und ja, vielleicht wird es auch tatsächlich... Also ich glaube, die Mechanismen sind die gleichen. Oder eben quasi die Herrschaft vom Tier, eben im Gegensatz zur Herrschaft vom Lamm, von Jesus. Das ist eben ein anderes System, aber die Reiche haben immer wieder die gleichen Mechanismen. Und darum vielleicht jetzt einmal ganz konkret so. Ich hoffe es nicht, aber ich sehe schon auch, dass es enger wird. Ja. Noch eine Frage, wenn wir schon beim Experten sind auf Theologie. Ist der 777 das Gegenteil, die göttliche Zahl, oder ist das einfach nur eine Erfindung, dass man ein Gegengewicht hat? Wir kommen jetzt, glaube ich, gerade zur richtigen Band nachher. Nein, es ist so, dass die Zahl 777 kommt nicht vor in der Offenbarung. Eben 666 kommt vor. Da gibt es noch ganz viele Symbole, die mitschwingen. Was aber vorkommt in der Offenbarung, ganze Haufen, ist 7. In unterschiedlichsten Kombinationen. Und dort kann man schon sagen, das ist eine göttliche Zahl oder etwas von göttlichem, wie soll ich sagen, Fülle, Leben und so weiter zeigen. Und 777 kommt so nicht vor, aber man kann natürlich sagen, es ist dann eins mehr als 777. Also die Woche hat 7 Tage, das ist ein Schöpfungsprinzip für von der 7 Planeten, die sie kennt haben. Genau so. Aber man kann natürlich sagen, nein, wenn man nicht 666, kann man machen 777. Das hat eben Striper zum Beispiel nachher gemacht und du hast ja einen Song mitgebracht. Ich glaube, jetzt haben wir Haufen geredet, jetzt müssen die Leute wieder mal Musik hören, gell? Das ist jetzt das nächste Thema, ist die Wiedergeburt. Genau, und der Song heisst nämlich Reborn von Striper. Ja. If you believe in my love, if you believe in my pain.
see. If you believe in my way, if you believe in my word, if you believe in my honesty, if you believe in my life, if you believe in my death, if you believe in my memory, I'll crush the chains that burn and make you feel you're born again. Your free heart, soul, and mind will make you feel you're born again. You're born again. I'll crush the chains that burn and make you feel you're born again. Born again, born again. Free heart, soul, and mind will make you feel you're born again. You're born again. Your free heart, soul, and mind will make you feel you're born again. You're born again. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ja, wir sind hier im Heavy Mental, gell auch du? Und jetzt sind wir bei Striper angekommen, Reborn. Striper kommt wieder in die Schweiz, im August dann. Ich probiere es irgendwie herzubiegen, dass ich am Sonntag gehen kann, aber ich habe am nächsten Tag so früh einen Termin. Aber es wird ja nicht so spät. Das ist der Sonntag am Riverside, der wird immer auch, die spielen eher am 8. oder so. Von dem her wird es auch nicht allzu spät. Wie gesagt, ich habe es notiert. Wie ich vorhin gesagt habe, alle die Festivals, die ihr erwähnt, habe ich notiert. Ich muss einfach jetzt langsam können schauen, was ich wirklich... Mo Striper ist wirklich als 80er-Jahre-Band. Wir nicht so, kennt es und so. Und dann ist die Union-Scheibe gekommen, Reborn, war eigentlich ein Michael Sweet Solo-Album war. Genau. Und irgendwie ist dann noch Europe gekommen mit dem Start from the Dark. 80er-Jahre-Bands, die probieren, etwas Neues zu machen. Mit den Wurzeln der 80er, aber gleich ein bisschen modern. Und das hat mir gefallen. Es hat mir einfach, ich kann nicht erklären, es ist einfach mein Ding gewesen. Und lustigerweise haben Striper dann das nächste Album, hat mir nicht mehr gefallen, haben sie das Cover-Album gemacht. Und auf das Mal fängt es an. Die letzten 4 Alben sind alle der absolute Hammer. Jesus is just alright. Und das ist mir gleich auch bei das Singen, weil sie glauben, dass sie singen. Und ich glaube es mit euch mit. Und es ist mal, ich kann dahinter stehen, oder? Ich finde es wirklich toll. Und es sind absolut talentierte Brüder und auch die Band. Und ich finde es, mir gefällt die Musik, oder? Und ich kann so weit gehen, dass es Musik gibt, die mir gefällt, wo ich muss auch dahinter stehen. Ich muss wirklich, und darum ist es manchmal easy, wenn du eine Band hast, die sagt, hey Baby, komm daher. Ja, kann ich auch dahinter stehen. Aber es ist hat keine Teufel. Und dort haben alle Songs Teufel. Und sie sind wirklich cool. Und Songwriting her ist super. Und eben Reborn. Genau wie du vorhin gesagt hast, Distant Past wird Output wieder geboren. Wo steht ihr jetzt? Eben, du hast neue Leute jetzt gehabt. Gibt es einen aktuellen Bericht aus der Werkstatt? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Gäste habe, die helfen und gleichzeitig schon neue Leute haben, die einsteigen wollen. Ich bin wirklich, du hast ja gesagt, der Andi Lamorte war schon da gewesen. Und ich weiß nicht, ob er zulässt, aber merci vielmals, weil er hat mir gezeigt, es ist möglich. Wir haben im April eine Gig in Medbar. Relativ viele Leute gehabt, hätte ich nicht gedacht. Das neue Line-Up war plus minus. Und das war so harmonisch und familiär. Und der Andi, glaube ich, gut Werbung gemacht beim Heavy Sanctum. Und wirklich sehr viele Metal Church-Mitglieder sind gekommen. Super, dass wir nicht vor irgendwie 3 Leuten haben müssen spielen. Es war wirklich toll. Es hat mir echt gezeigt, es geht weiter und ich glaube daran. Die Solaris-Aufnahmen waren relativ komplex gewesen. Und ein paar haben einfach den Willen verloren von der Band. Und das ist übrigens das erste Mal, wo ich öffentlich darüber rede, weil wir haben abgemacht, dass wir da Social Media mässig nicht gross einfach ein paar Fotos, und wenn einer schnallt, das ist nicht mehr der gleiche, der hat das geschnallt. Wir werden es aber machen, und zwar nach dem Konzert diesen Sommer. Der Remo war der Erste, der gesagt hat, das ist nicht mehr das Mies, und er war der Jüngste, Familie gründen, zügeln und so weiter. Und dann haben wir schnell mal, Drummer war schon schwierig, der Manuel Sutter spielt jetzt bei uns, hat
er kommt nicht aus dem Metal, überhaupt nicht, hat es wollen und ich habe ihm die Zeit gegeben und das ist super, oder? Mega schön. Der Leru, als absoluter Stargitarrist, hat in meinen Augen den Metal nie begriffen, hat gefunden, wir müssen da viel mehr Geld verdienen. Und dann ist der Punkt gekommen, wo er gesagt hat, er macht die Konzerte nicht mehr, wenn es nicht so und so viel Geld gibt. Er hat gesagt, hier kannst du es haben. Ich habe gesagt, ich will es nicht von dir. Und dann haben wir den Pesche gefunden, der uns ausgeholfen hat, von Kruder. Und der hat ganz am Anfang gesagt, ich helfe, aber es ist nicht meins. Ja, schade, aber wir können weitermachen. Und JJ hat dann auch wir hatten die Plattentaufe im November, ich glaube, kurz dann, als ich bei dir war. Oder ich weiss es nicht mehr. Jedenfalls haben wir dort mit dem Mike noch ein paar alte Emerald-Songs, also ein Full Circle Moment. Das habe ich schon organisiert, bevor ich gewusst habe, dass JJ Young, das sage ich jetzt auch das erste Mal offiziell, gesagt hat, ich mache nicht mehr. Oder? Wir müssen nicht über Details gehen. Ich wollte mit ihm reden, um zu sagen, wie wir das kommunizieren. Ich habe gesagt, ja, er will nicht kommunizieren. Ich habe gesagt, ja, den halte ich auch nicht. Wir haben eine Woche nach unserem Gig haben wir beim DB Records Corner so eine Albumpräsentation gehabt, wo ich eine PowerPoint gemacht habe, wo dann Metal Church ist, mit seinem Heavy Sound geholfen hat. Und weil ich gewusst habe, wir können in eine Platte laden, können wir jetzt auch nicht spielen. Ich meine, die 2 Sekunden akustisch, die wir haben, bringt auch nichts. Und der JJ hat dann schon gesagt, er macht das noch, aber nässig für ihn gut. Und also es war ein bittersweet gewesen. Wir haben das gemacht und Shoutout dem Dan vom DB Records Corner. Es gibt zum ersten Mal einen LP, weil er geholfen hat, die Sachen zu produzieren. Und dann schlussendlich ist am gleichen Tag ist bei uns in der Nähe im Grizzly Shades of Purple gewesen. Und Shades of Purple, ich liebe Purple. Es ist lustig, dass da kein Purple-Song kommt, aber dafür kommt dann ein Song vom Dio gesungen. Hat dann das verschoben mehrmals. Es war genau an diesem Tag, ich gehe am Abend noch dorthin. Und es hat sich halt schon ein bisschen umgesprochen bei uns und so. Dann bin ich in dem her, habe ich gesagt, shit, ich muss die ganzen Gigs nächstes Jahr absagen. Weil ich weiss. Oder Mais hat auf sein Handy geschaut, wenn. Er hat einfach gesagt, wenn. Der Mais ist super. Ja, schau jetzt, der Beste hat mir schon mal gesagt, frag doch den. Und ganz ehrlich, mein Ego, mein Stolz hat gesagt, nein, ich frage nicht der Ex, der Neue von meiner Ex. Mach ich nicht. Und er hat das schon gewusst, dass die Frage mal kommt, aber als ich nicht gestellt habe. Ich habe nur gesagt, Scheiße, ich muss die Konzerte absagen. Also haben wir 2 Gäste, der Beste und der Mais, die die Konzerte noch machen. Unterdessen haben wir einen Gitarrist gefunden, der Aiden, der hier in der Nähe wohnt. Ein junger Gitarrist, der Ich kenne ihn auch nicht persönlich, er folgt mir auf ja, Facebook genau. oder Instagram. Genau. Nur muss man sagen, ich meine, das sind wir auch mal gewesen, jung und voller Tatendrang und innovativ. Und er ist schon immer ready und wir haben da noch ein bisschen länger, wir sind die Alten. Und meine Tochter hat mir, glaube ich, mal gesagt, warum will der mit euch umhaben? Und in der Zwischenzeit, auch wieder so eine tolle Geschichte. Ich habe natürlich Sänger gesucht. Und nicht mit dem Inserat, wieder vielleicht mein Ego, ich weiss es nicht, sondern einfach Leute anhauen, oder? Und es war einer, der ein Inserat gemacht hat, der Chris von Zürich, der aber gesagt hat, er kann nicht so hoch singen. Er hat ihm das Zeug gesagt, es sei super, es sei cool, aber er kann nicht so hoch singen. Das musst du doch nicht, du bist doch ein bisschen tiefer. Ja, immer so hin und her. Und dann habe ich gesagt, ja, also kommt, dann hat er gesagt, er will es lieber lassen. Ich gesagt, ja, aber du hast mir doch gesagt, du sollst mir noch deine CD schicken. Also er hat selber eine CD gemacht. Dann hat er vergessen, mir die zu schicken. Dann habe ich gesagt, hey, du hast mir die CD schicken. Übrigens, unser Drummer findet die Uhr. Ja gut, dann probier's nochmal. Habe ich nicht gesagt. Schon selber gekommen. Und dann habe ich die CD bekommen. Dann Solaris rausgekommen. Dann habe ich gesagt, ich schicke dir eine. Oder? Eine unterschriebene geschickt. Dann hat er gesagt, merci für mal die CD, aber ich habe ein Problem. Was? Der Rohling ist nicht drin. Ich so, was? Dann bin ich auch meine CD-Spieler schauen. Ich kann nicht erklären, wo der drin ist. Dass wir es auspackt, ist klar zum Unterschreiben. Ja. Aber wo der Rolling ist, weiss ich heute noch nicht. Und somit sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Und wieder so eine CD-Moment. und schlussendlich ist er uns im Medbar schauen. Und das ist immer, wir haben schon mal uns einen Drummer schauen im Medbar. Der hat dann abgesagt, er hat gesagt, das kann ich nicht. Er ist uns schauen mit dem Mais. Und das ist das Beste, das ist, du siehst einfach voll, wie wir live sind. Und das hat 50-50 gesagt, das wollte ich nicht machen. Und, so. Und er war so begeistert. Am nächsten Tag hat er gesagt, wo muss ich unterschreiben? Ah, so schön. Und somit, das erste Mal in der Öffentlichkeit, wir haben die beiden Gigs mit dem Mais jetzt noch geplant, weil der Mais hat das Set gelernt und das wäre ein Schade Nummer 1. Wir spielen, wie gesagt, Mandriert und wir spielen Garage Sounds eine Woche später durch eine bessere Pole Position. Für die kommen wollen, finde ich ein ganz cooles Festival. Ist übrigens im Walking Distance zu meinem Elternhaus. Okay. Lustig, oder? Wieder so ein Full Circle Moment. Und ab Mitte
25 tun wir uns eigentlich ein neues Set ausdenken mit vielen alten Songs, die ihr seine Stimme ein bisschen besser legen, dem Chris. Und hier und heute würde ich sagen, wenn wir ab 26 wieder Konzert machen, warum nicht wieder eine Premiere beim Heavy Sanctum? Also ist gut. Ich sage es dem Remo. Dem Remo, genau. Im Bunker, genau. Das wäre eine Idee, weil wir haben sehr viele Premieren bei Metal Church gehabt. Bis jetzt hat er alle Alben unterstützt, wo ich wirklich von Herzen dankbar bin. Und wir haben die neuen Videos Premiere bei euch gehabt. Und eben, wie gesagt, der Andi kenne ich auch durch die Metal Church und er hat wirklich mit die Augen auf hey, es läuft. Und ich habe gesehen, der Roger war schon hier mal Gast gewesen, der Roger vom Kanal K Radio. Roger Wittli, ja. Genau, und ich war bei ihm ja mit Solaris, habe natürlich dazwischen auch ein bisschen erzählt, wie es ist. Und er hat gesagt, hey, weißt du, du bist schon mal hier gewesen mit der ersten Distant Pass Scheibe. Da sind die alle noch gar nicht dabei gewesen. Wenn du dabei bist, dann ist es Distant Pass. Und das sind solche Sachen, wo wir sagen, es stimmt. So eine Mutigung. Genau, und jetzt habe ich die glückliche Lage, dass ich mit den Gästen und nachher mit den Neuen und wir haben schon wieder Ideen und Konzepte und was nicht alles. Und das fängt einfach. Und wenn ich zurückdenke, manchmal habe ich die Hoffnung wirklich verloren, nicht mehr daran geglaubt und dann ist es so nicht gegangen. Aber jetzt bin ich so reif, um zu sagen, hey, es geht weiter. Oder? Nach mir die Sinnflut. Cool, es ist noch nicht zu spät. He? Not too late von Black Sabbath, lassen wir drin. So. Soon it's never more when you've got to pay for promises made in the night. Call the magic wand, and with the magic comes forever chained to the flame. It's too late for tears, too late, no one hears you. Do you feel the touch of evil? It's too late to wish and make it so. To feel the power growing stronger, blessed by the dark. And when the candle fades, you can say it was a joke you played, so you must let me go.
candle fades. You can say it was a game you made, so you must let me go. Let me go. It's too late. You've said the word. Too late. Something hurt you. Too late. The spell is gone, and this time you're the fool. It's too late for tears. Too late. No one hears you. Welcome to forever. Welcome, it's too late. Too late. Ja, wir kommen hier in die Schlussrunde auch vom heutigen Heavy Mental mit dir. Wir haben Too Late von Black Sabbath gehört. Es ist noch nicht zu spät für den Schluss der Sendung. Was bewegt dich noch? Was würdest du gerne noch mit uns teilen? Ja, also das erste ist noch eine Frage, weil wir jetzt herausgefunden, wie wir uns kennengelernt haben. Mikschu, wie bist du? Miku, sorry, ich sage immer Mikschu, weil das ist die Abkürzung für Michel, aber du heißt ja Michele. Michele, genau, ist auch Michel, einfach italienisch. Ah, okay. Aber du hast ihn einfach mal im Internet gefunden, ist ein interessanter Gast, oder wie seid ihr jetzt? Ja, genau. Du hast ja dann nachher wieder die Ehre, bei mir im Gästebuch die einzutragen und dort vielleicht etwas neben das Foto zu schreiben. Und bei mir war es so, ich habe mal angefangen mit diesem Blitzableiter und habe gesagt, ja, ich wollte einfach Rock und Metal unter die Leute bringen. Und irgendwann ist das nicht langweilig geworden, aber ich dachte, es gibt ja noch andere Leute, die viel mehr wissen als ich über Metal. Das habt ihr jetzt daheim vielleicht heute auch gehört, dass da Leute gehockt sind, vor allem der Adriano, der ein unglaubliches Textwissen und Musikwissen hat. Das kann ich überhaupt nicht bieten. Und dann habe ich auch von Gästen eingeladen. Und ich glaube, der dritte Gast, wir müssen es dann erst schnell im alten Gästebuch nachschauen, habe ich nachher die Metal Church entdeckt und dachte, ja, gibt es das überhaupt und was ist das und wie ist das entstanden? Der muss mir das erzählen. Und so haben wir ihn hier im Studio kennengelernt. Das ist natürlich, oder ich bin frisch auf Niederbib gekommen, Januar 2017, und das hat hier schon ein bisschen Presseaufmerksamkeit ausgelöst. Schon, ja, Metal Church haben wir am 12. gestartet, das schon fängt ein bisschen, nicht immer wieder, also bis heute, ja, eine grosse Aufmerksamkeit bekommen. Und du hast das irgendwie mitbekommen, genau, und hast mir geschrieben und ich gesagt, natürlich komme ich. Genau, es war in der Region, nicht der Bib und Kränke, ist jetzt da nicht, ich weiss nicht, wie weit auseinander. Und vorher bist du ja im Wattenwil gewesen. Das ist aber der Steinwurf von mir entfernt, genau. Kommt mir noch eine andere Frage, sind gerade spontan. Ihr wollt in der Kirche mit einer Band auftreten und das ist dann nicht zustande gekommen. Was bewegt es dich? Du bist ja der Vorreiter für hey, Heavy Metal ist cool und das geht auch im christlichen Kontext. Das heisst auch wieder, sag jetzt mal, Leute mit einer anderen Realität, die finden, geht gar nicht. Und dann wärst du noch eine Coverband gewesen, nicht mal irgendwie Black oder Death Metal. Genau. Du, das hat uns einfach, oder mir jetzt einfach leid da. Also letztlich vor allem für zwei Sachen, also für die Leute aus der Region, die hätten kommen oder man sagt, hey, wenn wir schon mal in der Nähe sind oder im Oberland, dann kommen wir endlich einmal in einen Gottesdienst. Und auch letztlich auch für die Gemeinde selber, dass sie dort wie nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Wir haben es dann versucht zu erklären, um was es geht noch einmal. Also wir sind ja zusammen unterwegs mit der Kirchgemeinde, aber dass dort die Mehrheit vom Kirchgemeinderat dann das wie nicht gesehen hat uns mega schade gedacht, dass sie dieser Argumentation nicht folgen können. Aber für uns ist vor allem auch klar gewesen, hey, wir sind Kirche in der Metal-Szene. Und darum war auch klar gewesen, auch wenn das jetzt quasi unsere Kirche ist oder eine Kirchgemeinde, wo wir zusammengehören, wo jetzt das nicht will, dann ist wie klar, wir stehen zur Band. Weil es gibt Gründe, wieso dass wir die Band eingeladen haben. Und gerade, es gibt zu viele Leute in der Szene, die auch erlebt haben,
eben mit schlechten Argumenten, dass sie da als Metalheads eben keinen Platz haben oder quasi, dass Gott keine Freude hat an ihnen. Und das stimmt einfach nicht. Darum war für uns ja ganz klar gewesen, wir laden weder die Band aus, noch so irgendetwas anderes, noch irgendwie, sondern dann gehen wir mit raus. Ja. Und das Schöne daran war ja, dass sind wir mega dankbar, einfach, dass wir ihm so offene Türen haben und so tolle Gastgeber, wo dann der noch so gesagt hat, ist gut, kannst einfach sagen, der könnte auch wieder einfach einen Anlass mehr im so zu machen. Es hat mich einfach mögen, eben, also ganz einfach gesagt, es war einfacher gewesen, den Gig im Soho zu machen, den ganzen Anlass, da sind wir eingespielt. Es hat natürlich viel mehr Aufwand bedeutet, das in der Kirche auch möglich zu machen. Aber mir vor allem einfach schade für die Leute, die in dem Sinn so ihnen etwas entzogen worden ist. Und ich hoffe, dass das letztes Mal war. Ich muss aber allgemein sagen, dass im Vergleich zu vielleicht Leuten, die als Christ unterwegs sind in der Szene, erleben wir ja auch in der Kirche vor allem Goodwill und wenig Ablehnung. Klingt uns offensichtlich zu erklären, warum, wieso. Die Zeiten haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Mir kommt jetzt so noch gerade, um den Kreis fast wieder ein bisschen weit zu schliessen, kommt mir noch gerade in den Sinn, dass ihr zu Betterkingen mal einen Metal-Gottesdienst gehabt und dort schließt sich für mich auch ein kleiner Kreis. Meine Grosseltern sind 50 Meter nebendran dort beerdigt. Der Grossvater ist nicht mehr, also mindestens der Grabstein ist nicht mehr dort. Das Grosse ist noch nicht so lange dort. Und ich konnte leider dann nicht kommen. Ich habe wirklich gesagt, wenn die ins Betterkingen in die Kirche gehen, dann gehe ich auch. Und dort bin ich viel in der Kirche gewesen, mit den Grosseltern am Sonntag halb schnell an Gottesdienst oder halt eine Beerdigung oder irgendetwas. Und da hat sich für mich dort auch ein Kreis geschlossen. Leider. Ich weiss gar nicht mehr, welche Band das dann... Als Konzertband nachher, also im Gottesdienst hat Adoramus gespielt und Konzertband war nachher eine 3G gewesen. Das ist eigentlich das Blues-Rock-Projekt vom Phil von Adoramus. Und dann hat das so ein bisschen ACDC-Sound. Ja. Genau, aber dort hat sich für mich auch so ein bisschen ein Kreis geschlossen. Von dem her. Kreis schliessen sein. Ich bin ja dann eben eingesprungen mit meiner PowerPoint-Präsentation. Und dann war doch eine Diskussion bei diesen Sounddüftern und dem Remo, wenn man dann fragen für das Konzert in der Kirche, dann dreht er sich um und schaut mich an. Und das war wieder so eine Situation, wo ich sage, im Moment habe ich keine Band. Genau. Ich wollte natürlich nicht dürfen sagen, wieso, aber es geht einfach nicht. Genau, du bist ja im Dezember bist ja da eingesprungen, ist das glaube ich, oder? Wo genau. mit der Album-Präsentation. Eine Woche vorher habe ich das im Plattenladen gemacht. Und lustig war, die Jungen sind ja also die Jungen vom Platteninhaber, die gesagt, wir schauen mal am Anfang, dann gehen wir dann. Die sind alle bis zum Schluss geblieben und sie begeistert waren, haben CD gekauft. Also wow, oder? Ja, mega cool. Ich habe nur darüber erzählt. Ja. Genau. Nein, es war ja mega froh gewesen. Wir haben ja im letzten Jahr eben mega viele Krankheitsausfälle gehabt. Die meisten, also wir haben ja alles immer irgendwie können kompensieren, entweder noch kurzfristig am Sonntagnachmittag irgendwie um 3 noch jemanden gefunden, der kommen konnte. Oder in dem Fall hast du den gefunden, du hättest da noch etwas im Schubladen. Nein, ich habe effektiv aus dem Papierkorb rausgenommen, Präsentation, weil den Vollausgang brauche ich nicht mehr, oder? Genau. Und es hat angefangen mit, das ist die Inspiration, hier gehört mal das Demo und ich hätte da stundenlang noch und Videos gezeigt und so und dort ist das super angekommen. Genau. Und dann haben der eine oder andere hat dann gesagt, hey, müsst ihr live spielen? Und ich sagte, wir haben im Fall der Warriors of the Wasteland bei euch. Ja, schon gespielt. Auch schon gespielt. Ja. Wir mussten einmal absagen, weil der Leru hat den Mailbogen etwas gehabt. Genau. Und nachher ist der Ben gekommen, dann sind wir auch gleich gekommen, ohne Ben, oder? Und dann haben wir eben diesen Song gebracht und der hat lustigerweise Wasteland Warriors Challenge gehabt und ich gesagt, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich da einen Song, der wahrscheinlich heisst, basiert übrigens auch auf einem Film, aber auf mehreren postapokalyptischen Filmen, wo es keinen literarischen Hintergrund hat. Da musste ich alle Filme zusammennehmen, es ist genug Material. Aber ich glaube, der eine Film, den habe ich mal versucht zu bekommen, den habe ich nie gefunden. Noch häufig oder eben nicht zu einem vernünftigen Preis. Da. Eben, es gibt ja einen Warriors of the Wasteland, ja, ist ein kleiner B. Ein C-Film. Ja, genau. Ich habe auch mehrere Versionen, der heisst... ist ein italienischer im Original. Italienisch heisst I Nuovi Barbari, darum heisst es im Refrain The New Barbarians. Aber genau. Und der heisst, ich glaube, auf Deutsch heisst er nochmal anders, heisst er Metropolis 2000. Warum auch immer. Und ja, übrigens, ganz gut, meine Tochter hat mich schon ausgelacht. Excel-Listen mit Originaltitel, deutscher Titel, der Titel. Das ist lustig, weil es manchmal so völlig wird. Übrigens, das Lustigste ist, der Film heisst auf Englisch im Original The Incredible Melting Man.
Der deutsche Titel ist «Planet Saturn lässt schön grüßen». Warum auch immer? Ich hätte eigentlich gewusst, Aber dass da Murmeltier aber da lohnt sich so eine Excel-Liste schon mal wegen Ja. Nein, vor allem eben, dass das irgendwie so, kommt noch wieder einer. Moment, den habe ich schon, der ist einfach so. Ja, sehr gut. Ja, ich habe gefunden, zum Schluss von unserem Gespräch, wenn wir nochmal einen Song von dir hören. Wir haben aber noch nichts gehört eben aus deiner Emerald-Zeit und so habe ich gedacht, zum Schluss hören wir doch «Blessed». Ich habe geschaut, eben, welche das von dir war aus dieser Zeit, wo ich Emerald eben auch aktiv oder kennengelernt habe, mitgelassen habe. Ich weiss nicht, willst du zum Schluss noch etwas zu diesem Song sagen? Hast du noch irgendetwas? Eben, wir wissen, steckt immer etwas auch dahinter. Für die Leute, die jetzt reinhören, um was geht es in diesem Song? Hast du den noch präsent? Ich habe ihn nicht mehr präsent, ja. Und ich habe natürlich sehr viel überlegt, welche Songs ich bringen soll. Und habe mir an den Anfang von Distant Past gedacht, und auch vorher habe ich Deep Purple hätte ja sollen bringen. Und das hätte ja sollen. Also wir könnten noch viel länger machen. Ja, das sage ich nur. Und wo du dann vorhin mir gesagt hast, «Blessed», ich weiss, das war so ein bisschen das Ende mit meiner Zeit bei Emerald. Und es ist einfach für mich als Songwriter schwierig gewesen, weil ich ein ganzes Konzept habe im Ring und es hat noch gelangt für einen Song. Und ich habe dann wirklich auch durch Thomas, für den Tomba, probiert etwas zu machen, was auf Glauben basiert, oder? Und «Blessed by the Light». Aber welches Licht? Das Atomlicht. Genau. Blessed by the light when nucleides unite. Blessed by the light, prosperity in blight. Blessed by a might that irradiates the night. Ich glaube, auf einem von diesen Abenden ist noch «Mark of the Beast», was um das geht. Und der Thomas hat dann gefunden, ich kann das so nicht dahinter stehen, ich muss es anpassen. Und ist der einzige Besitzer, der einen Text von mir anpassen durfte. Ich hätte über meinen Schatten müssen springen und sagen, hey, ist doch gleich. Oder? Es passt für ihn. Das Original habe ich immer noch. Kann ich vielleicht mal die Originalversion auf. Aber eben, kannst du mal raus? Du hast ja noch mit Distant Past noch etwas vor. Da gibt es mal noch. Nein, eigentlich bin ich immer froh, Zusammenarbeit kommt und so. Weil ich bin lange mit den ersten Projektsachen alleine gewesen. Und du kannst nicht, oder? Du hast niemanden, der sagen kann, ist das gut, wenn du es anders machst und so weiter. Und wenn jetzt jemand kommt und findet, hey, das müssen wir ändern. Eben, wie gesagt, bei Distant Past war der Leru, der kam, hey, du musst es so spielen und so spielen. Hey, wunderbar. Weil ich bin lange alleine und gefragt, ist es gut? Und alle so, ja, mach einfach mal. Es ist halt schon Zusammenarbeit. Und da sind wir wieder beim Anfang, bei den Kommunen, beim etwas zusammen kreieren, zu jammen. Das Jammen kannst du nicht alleine, muss einander spüren. Genau. Und das hat auch mit dem Glauben zu tun. Du spürst, dass etwas da ist, du spürst, dass du Kraft hast. Und du spürst, das ist eine Challenge in deinem Leben und du kannst sie überwinden. Auf Solaris hat es einen Song, der heißt «Rise Above Fear». Ich habe manchmal so Ängste gehabt, und ich nicht gewusst, wieso. Und nein, das müssen verarbeiten. Ich habe gesagt, ich bin stärker als das. Und ich kann darüber stehen. Und ja, es ist echt wichtig, dass nicht nur historische Sachen und Science-Fiction-Filme, sondern ab und zu noch einen Song mit einer Message, die positiv ist und sagen, hey, wir schaffen das, wir kommen durch. Ja, «Kill the Dragon» ist auch so ein Song. Oder? Es geht nicht darum, den Drachen zu töten, es geht darum, deinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Genau. Hey Edu, merci vielmals Ich danke dir. für die Besuch. Und dann hören wir jetzt zum Schluss «Blessed» von Emerald aus den Federn vom Edu Troiano. If you look at the whole life of the planet, man, has only been around for a few blinks of an eye. So if the infection wipes us all out, that is a return to normality. Ignoring nature, they see no threat. We're strong on the path of death. Exploiting nature, our radical progress.
Rock und Metal. Ganz genau, das ist der Blitzableiter und ich sage nicht «gsi», weil es geht noch weiter und wir haben jetzt 2 Stunden lang, oder ja, fast 2 Stunden lang ein interessantes Gespräch gehabt, wieder im Heavy Mental mit dem Samuel und seinem Gast, dem Adriano Troiano von The Distant Past. Wenn ich tue den Edu noch mal reinnehmen, nur schnell für die jetzt sagen, ja, aber hey, wo bekomme ich da und wo kann ich da etwas kaufen, weil es interessiert mich, gibt es irgendeine Internetseite, gibt es Facebook, wo findet man etwas über Distant Past? Ja, natürlich auf Social Media, aber auf www.distant-past.ch gibt es einen Link zum Shop. Auch meine Autobiografie ist noch nicht draussen, das geht noch ein paar Jahre. Das geht noch einen Moment, aber da haben wir jetzt gerade gehört, für die jetzt reingeschaltet haben und für die jetzt erst reingeschaltet haben und sagen, oh, das wäre auch interessant gewesen, habe ich verpasst, die ganze Sendung gibt es heute oben irgendwann auf Soundcloud zum Nachhören. Morgen sicher wird das auch von der Metal Church nachher teilt und so habt ihr auch, wenn ihr etwas verpasst habt, wenn ihr jetzt im Nachhinein noch eine Frage habt, die Nadelnummern haben wir erwähnt, beide könnt ihr entweder mir schreiben oder Samuel, wenn da noch Fragen auftauchen über die Sendung oder sagen, hey, ich will auch mal meine Lebensgeschichte hier erzählen, dann meldet euch. Samuel, zu dir schnell, ist bei dir etwas reingekommen von unseren Zuhörerinnen, bei mir auch nicht, also noch einmal Nein, das ist so etwas, was ich mir eigentlich noch wünschte, also wo wir ja als Videostream in der Corona-Zeit gestartet haben, haben wir sehr regelmäßig Publikumsfragen gehabt. Und wir haben uns ja gut unterhalten. Ich glaube, es war ja tief gewesen, an dem liegt es ja nicht. Aber ich würde auch noch sagen, hey, habt euch dafür, eure Fragen zu stellen, weil es gibt keine dumme Fragen. Das ist so eine Regel, die wir in der Metal Church haben. Und es geht ja nicht darum, dass wir einfach irgendwie erzählen, was Sache ist, sondern wenn man sich einbringt, dann passiert immer auch etwas. Eben wird man Teil davon, darum, aber man darf natürlich auch einfach hören. Ganz klar. Und eben jederzeit bei uns, auch bei uns aufs Studio-Handy, Fragen reinbringen oder vielleicht auch eine Anmerkung, wenn ihr mit etwas überhaupt nicht einverstanden seid, meldet euch, wir sind für aber das man darf da. Fragen natürlich auch voraus schon schicken. Das ist auch, wenn ihr natürlich merkt, dass ein Gast, da hätte ich eigentlich schon eine Frage, was mich würde interessieren. Also ich darf dann natürlich auch im Vorfeld von der Sendung schon deponieren, das hilft mir natürlich auch der Vorbereitung von der Sendung. Definitiv. Hey, auch von meiner Seite, merci vielmals, dass du hier bei uns bist wieder. Gern geschehen. Ich habe natürlich die Tendenz, dermaßen viel zu schnurren, dass die Leute gar nicht mehr hören. Das ist, ich glaube, es jetzt ist so ein unbedingt. Politiker-Ding, du erzählst so lange, dass die Leute dann sagen, oh, ich mag gar nicht mehr fragen, sonst können wir nicht in die Pause. Ja, aber, und da kann ich jetzt gerade den Einwand geben, Politiker, die reden viel, aber sagen nichts und bei dir ist doch relativ viele Sachen mit Gehalt dahinter gewesen. Ja, ich sage viel, rede viel. Aber gleich, merci vielmals und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, sicher. Und damit, Samuel, wir haben auch noch den einen oder anderen Berührungspunkt dieses Jahr. Genau. Ja, wir sind eben hier ja zu Grenchen und es steht unser Festival hier vor Ort wieder ins Haus. Und das Mal sind wir nicht, oder bin ich nicht nur einfach als Gast da, sondern wir dürfen mit der Metal Church am Summerside auch einen Stand haben. Da freue ich mich mega drauf. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich gehe nie ans Greenfield und dort seid ihr ja eigentlich auch jedes Jahr. Und dieses Jahr nehme ich an auch wieder, oder? Genau, das ist schon in 2 Wochen, genau. Ja, geht eben schnell. Und ich bin eben nie am Greenfield und darum habe ich das noch nie gesehen. Und ich freue mich natürlich, dass ich euch dann dort, Metal Church, am Summerside wird sehen und komme dann sicher das ein oder andere Mal vorbei schauen, wie es euch geht. Genau, was ich da noch sagen muss, ist, eben, wir machen am Summerside etwas anderes als am Greenfield. Am Greenfield haben wir die ansprechbar. Eben der Ort, wo man mit dem offenen Ohr und wo man einfach mit dem Seelsorgestand, wenn du so willst, und der Kapelle, das machen wir am Summerside nicht. Am Summerside wird es einfach ein Info- und Animationsstand sein, aber wir haben ein cooles Spiel entwickelt, wo es darum geht, Metal-Songs zu erraten oder auch schneller als die anderen, und da gibt es entsprechend noch wir haben so Gummismileys produziert als Preise, kann man natürlich etwas gewinnen. Aber natürlich haben wir auch viele coole Sachen da, genauso, also die guten Gespräche, die gibt es genauso bei uns am Stand. Und auch, was auch noch ist, wir sind jetzt ja da in einem Format gewesen, wo wir eben über das Leben geredet haben. Wir haben ist im Moment eine Broschüre im Druck, wo ich in den letzten Wochen intensiv dran war, wo ich Leute aus der Metal Church interviewt habe, wo sie ihre Lebensgeschichte erzählen, was sie erlebt haben. Mit Gott auch, das sind ja ganz strube Geschichten darunter und nicht nur so Halleluja-Sachen, aber gleich so, wo
wo hat Gott in ihrem Leben gewirkt? Wie ist das irgendwie, wie sich das verändert? Und auch inwiefern man an diesen Geschichten eben gesehen hat, für was stehen wir als Metal Church, wer ist Gott in unserem Verständnis und was ist das? Die Broschüre wird hoffentlich schon am Greenfield, aber spätestens am Summerside wird die aufliegen. Und für die laissez-faire sind, unsere Leute, die wir hier porträtiert haben, die sind sie im Moment auch gerade am Einsprechen, die Interviews. Also man wird es auch hören auf YouTube dann. Also da hört ihr auch hier spannende Geschichte. metalchurch.ch, wenn euch irgendetwas interessiert über die Metal Church, geht dort schauen oder fragt Samuel gerade direkt. Der ist immer ein bisschen an Konzert anzutreffen. Hast du gerade etwas geplant in den nächsten 2-3 Wochen? Ja. Also Greenfield ist schon mal klar. Ja, genau. Und am Freitag ist in Königs Metal im Schloss. Dort werde ich unterwegs sein. Genau, ich gebe euch nachher noch einige Konzerttipps für das Wochenende, die ich gefunden habe. Wenn jetzt jemand daheim ist und sagt, hey, ich gehe im Fall dort und dort her, gebt mir es noch durch, der hat noch ein paar Minuten Zeit, ich habe einfach noch 2-3 andere Themen vorab. Aber wenn ihr irgendein cooles Konzert habt, wo ihr hergeht, könnt ihr das auch noch durchgeben, 079 930 55 88 und dann kann ich das, wenn ich es nicht schon auf der Liste habe, auch noch gerade erwähnen, natürlich. Genau. Hey, merci auch dir, Samuel. Ich denke, wir haben ein sehr interessantes Gespräch gehabt, oder ihr habt ein sehr interessantes Gespräch gehabt wieder. Und hast du Daten gerade im Kopf von den nächsten Heavy Mentals? Ja, das habe ich, genau. Ich würde gerne noch 2 Sachen noch hinweisen. Wenn ihr eben mal bei uns in den Sushi schauen, eben gute Musik und einmal ein Gottesdienst, das ist am 6. Juli. Der wieder Heavy Sanctum im Soho zu fangen an der Aare. Melodic Confession spielt dann. Es ist darum der Abschied von Silas, auch als Sänger von Melodic Confession. Der wandert auf Schottland jetzt definitiv aus. Er ist zwischendurch schon in der Schweiz, aber so der Lebensschwerpunkt verändert sich. Und der Silas, die Heavy Metal gelost haben in den letzten Jahren, die kennen den Silas auch von dort. Also von dem ist ein Abschied, traurig, aber es geht gut weiter. Und Rainforce, ich glaube vom André haben wir sie eben auch schon gehabt, in der Konzertband. Und Ende Juli, also wenn ihr irgendwie in hohen Norden unterwegs seid, vielleicht sehen wir uns am 30. Juli in der Chile zu Wacken. Dürfen dort mit Adoramus zusammen mitwirken im Gottesdienst zur Festivaleröffnung. Genau. Und eben, dann gibt es dann noch im Herbst wieder, also ein bisschen Sommerpause, und dann gibt es dann wieder Heavy Metal. Genau, 29. Oktober ist das nächste. Wir haben den Serge Christen zu Gast. Er ist Gitarrist bei Matzlik, eine Band, die wichtig war in den 90er Jahren in der Schweizer Hardrock-Szene. Er ist ein bisschen verschwunden, wieder jetzt wieder aktiv. Bringen nächstens einen neuen Song raus. Genau, also eigentlich, das ist die alte Scheibe, die sie neu rausbringen, weil die hat fast niemand, oder? Genau. Aber das ist eine ganz coole Scheibe. Er war ja bei Modern Day Heroes und bei Storage hat er jetzt im Moment mitgemacht und ist Produzent, vor allem ganz wichtig. Und am 26. November dann noch mit dem Reven Güntlisberger. Den kennt man eigentlich eben gar nicht unbedingt, oder heutzutage nicht mehr aus dem Hardrock- und Metal-Bereich. Er singt bei Heimweh, oder da, beim Heimatchörli. Aber er war Sänger bei Desert Voice, einer christlichen Hardrock-Band. Und freue mich, ihn dann als Gast dort zu haben. Jetzt muss ich gerade fragen, Heimweh spielen, glaube ich, hier am Summerside am Heimatabend, genau. Am Abend vorne dran. Schon wieder ein Kreis, der sich schließt. Genau. Oder der schließt im November. Hey Samuel, merci vielmal. Wenn wir alles erwähnt haben, würde ich dich auch abstellen hier und dann kannst du gerne noch mit dem Adriano noch ein bisschen weiter diskutieren im Hintergrund. Und eben, wie gesagt, was gibt es noch jetzt im Blitzableiter? Der Schluss, wir haben einen Song von... Oh, sorry. Nein, wir haben einen Song für Summerside einfach noch zum Schluss. Genau, der Billy Idol, weil wir da sind. Das ist spannend, ich habe auch nicht gewusst, der hat einen unglaublich bewegten Lebensstil und wo man sich da schon mal sagen, du, was hat er sich alles geleistet? Aber offensichtlich ist er... da auch zu Einsicht gekommen, nach dem Tod von seiner Mutter ist etwas passiert, dass er heute offensichtlich sagt, hey, dass er mit dem christlichen Glauben, da ist etwas dran. Und so. Spannend, von dem freue ich mich mega auf den Gig. Ich bin auch sehr gespannt auf Billy Idol. Natürlich, ich habe ihn noch nie live gesehen und da bin ich auch und daher so einen zu kränken. Wieder Summerside. Übrigens, ich komme näher gerade drauf, nach dem Song. Es gibt ein Summerside-Special am 7. Juni und da kommt die ein oder andere Band hier zu mir ins Studio. Das wird wieder eine Wahnsinnssendung. Aber jetzt, merci Samuel. Merci Miko. Und wir hören uns Billy Idol an mit Whiskey and Pills. Go!
the sun, you know, it rots the brain. The way I walk is with a cane. The wind it blows, it takes me in, and times it turns, it makes me thin, yeah. My life is going down the drain. My wife, you know, she went insane. My kids are messed up in the brain. When I'm high, I feel no shame. When my mind won't hold still. When I feel the sickening chills. When I feel I've had my fill and every voice I hear is shrill, I call myself with whiskey and pills. I call myself with whiskey and pills. The people I know, their numbers change. Their view of me is rearranged. The way I see, they're really strange. I've got no reason to play their game, yeah. I look at them, but I don't care. I tell them all what's fair is fair, and here and there and everywhere. When my mind won't hold still, when I feel the sickly chills, when I feel I've had my fill, and every voice I hear is shrill, I call upon my friends, whiskey and pills. I call upon my friends, whiskey and pills. Ooh, whiskey and pills. It's the pavement, yes, I'm on the ground. Turn me around, see if I'm okay. Check out the smile that's on my face. Until I said into God's eyes, he said to me, well, come on, son, finish him up, boy, your days are done. Off my mind, I got the chills. Ooh, even though he talked with skill. But the voice I heard was shrill, it was the sound I had to kill. I turned around and grabbed my whiskey and pills. Can't say goodbye to whiskey and pills. I call on my friends, whiskey and pills. With whiskey and pills, whiskey and pills, ooh, pills, yeah, whiskey and 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 pills. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Genau, bei dir sind immer noch im Blitzableiter. Es ist kurz vor der halben 10 und in ziemlich genau 12 Stunden gibt es hier wieder die nächste Live-Sendung auf Radio Blitz. Der Visi hat mir da zum Glück das noch gerade geschickt, ich hätte auch nicht gerade daran gedacht. Auffahrtsdonnerstag ist der grosse Finaltag vom Solothurner Fußball-Cup. Alle Cup-Finalspiele werden in Solothurn ausgetragen und, Zubingen ausgetragen. Nein, warte schnell, dass ich gar kein Seich erzählen. Es wird Solothurn ausgetragen. Wir übertragen vom halb 10 weg bis, ich weiss gar nicht wann, alle Finalspiele. Der Danu und der Bonsai sind dort und werden das machen. Und der Clou ist, dass der Danu im Plus 40er Cup mit dem FC Bauch noch selber im Einsatz ist. Er wird dort also sogar noch shooten. Es wird ein sportlicher Tag auf Radio Blitz. Und jetzt gehen wir zurück zum Metal und zwar zum Summerside Special vom 7. Juni. 7. Juni vom 12. bis, ja, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mal gesagt 4, aber wahrscheinlich wird es ein bisschen länger gehen. Kommen Bands zu mir und ich habe mir das wieder mal einfach gemacht. Ich habe gesagt, das Mal schreibe ich einfach alle Schweizer Bands an und es sind halt nicht so viel wie auch schon dieses Jahr im Summerside. Es sind
Bis heute Morgen waren es 10 gewesen. Ich habe die 10 Bands vor etwa 3 Wochen angeschrieben und habe denen gesagt, hört, 7. Juni, vom 12 bis 4 ist hier die Türen offen im Radio Blitz Studio. Ihr könnt einfach vorbeikommen und wir reden über euch und wir wollen ein bisschen Musik hören von euch und wir schauen mal, was passiert. Bis gestern haben sich 8 Bands gemeldet, die vorbeikommen wollen. Eine 9. wollte auch vorbeikommen, aber die können nicht, weil sie am gleichen Tag ganz weit weg, zu Lausanne unten, ein Konzert haben. Und es wird also eine chaotische, laute, ich weiss auch noch nicht, was für eine Sendung, aber ich freue mich auf Leute, also kommen meistens nicht die ganzen Bands vorbei. Zum Glück nicht, weil so viel Platz habe ich dann doch nicht. Aber es kommen Leute von der Band Fear Lab, von Last Chance to Say Goodbye, von Loma, von PNB, von Voltage Arc, von Anonymous Bastards und von den Minx. Heute sind noch 3 neue Bands ins Line-Up gekommen vom Summerside Festival. Holla the Rosie, nein, wie heisst sie? Holla the DC, Entschuldigung, AC/DC Coverband, Beyond Dystopia und noch eine, die ich jetzt gerade nicht mehr sagen kann, wie sie heissen. Ich muss gerade schnell überlegen. Das sind auf jeden Fall 3 nochmal. Der Samuel schaut mir schnell nach. Merci vielmals. Und ich frage dann die 3 wahrscheinlich auch noch, ob sie Lust haben zu kommen an dem 7. Juni. Ich freue mich auf eine wirklich chaotische Sendung. Ich freue mich darauf, dass der John wieder mir kommt helfen, weil allein kann ich es nicht machen. Und letzte Woche spontan meinem Nachbar von dem erzählt, hat er gesagt, ich komme auch und nehme die Frau gerade mit. Also ich habe 3 Helfer im Studio. Scars of Yesterday. Merci, Samuel, für den Tipp noch. Ja, genau, Scars of Yesterday haben sie auch noch im Line-Up jetzt vom Summerside. Und so wie ich, wenn ich nicht völlig falsch geschaut habe, ist noch ein To Be Added drin. Nämlich, also irgendeine Band wird dann wahrscheinlich noch nachgemeldet. Aber ja, vielleicht weiss ich das bis zum 7. Juni, weil es ist eine Woche vor dem Festival. 2 Wochen vor dem Festival, sollten sie es dann schon etwa wissen. Ich muss die Sendung übrigens am 7. Juni machen, weil ich nachher leider in die Ferien muss. Und am Mittwoch vor dem Summerside wieder heimkommen. Also von dem her, es wird für mich dann auch eine stressige Zeit wieder mal, das Keiben Summerside Festival. Wir hören uns einen an von einer Band, die dann zu mir kommt am 7. Juni, und zwar aus dem luzernischen Loma mit Evan. With a smile in your face
very school day, and it was almost over when gunfire erupted this afternoon. 19-year-old Nicholas Cruz seen here loading an AR-15 in the hallway of Stoneman Douglas High School. 10 people are dead, 9 students and a teacher's aide. At least 10 others wounded after a gunman opened fire in Santa Fe High School. Moments later, Cruz killing 17 students and staff. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. 9:30 und wir kommen zu der ersten Tranche Konzerttipps für das Wochenende. Es geht schon morgen los. Kulturhalle Wetzikon. Mother, meine Freunde von Mother aus Biel sind dort als Vorband engagiert bei Kickin' Valentina, keine Ahnung. Und was ihr unbedingt müsst schauen müsst, ist Mother, weil es wird mit jedem Konzert geiler. Das sind Gielen, die ich euch wirklich ans Herz lege, dass ihr dort mal reinhören. Das wäre morgen das Wetzikon. Und sonst geht ihr am Freitag in die Medbar Lenzburg, Gentle Beast aus Basel, bringen ihr neues Album dort auf die Bühne, zusammen mit den Simia Sapiens. Sicher etwas, was ich euch empfehlen kann. Und der Samuel hat vorhin den anderen Tipp gegeben, am Freitag. Metal im Schloss, Wrath of Alga, Xanur, Pale Black und Anger in Defeat im Schloss Könitz. Also Metal im Schloss ist auch mal etwas anderes. Heute haben wir es von Metal in Kirche gehabt. Und das also am Freitag. Ich spiele, ich fange mal den Song, der Adriano hat schon die Hand aufgehört. Hast du auch noch einen Tipp? Am 31. Mai spielen Sin 69, das ist der Mike dabei, den wir heute mehrmals erwähnt haben, von Emerald, am Seislerfest. Für die Seislerfest, für die, die das nicht kennen, ist Kanton Freiburg. Und am 31. Mai, Sin 69, genau. Das habe ich nämlich auch gelesen, aber ich habe es hier nicht auf der Liste. Ich komme dann auch noch auf den 31. Dort hat es auch noch das ein oder andere Konzert, das ihr könnt schauen und hören. Sag nur, du kannst da jederzeit. Du bist am 31. noch gar nicht angekommen. Genau, aber ist kein Problem. Und ich fange mal zum Freitag in der Medbar Gentle Beast. Die haben mir die Songs geschickt von ihrem Album. Und der eine Song heisst Planet Drifter. Den hören wir uns an. Who grew so fast when fight was me? Yeah.
Gentle Beast, Planet Drifter. Ich bin also schwer am Überlegen, ob ich das nicht schaffe, am Freitag dorthin zu gehen in die Medbar auf Lenzburg. Samstag gibt es auch noch 10 oder andere, die ihr machen könnt. Ihr könntet zum Beispiel als Food and Music Festival Etzelkofen. Ich habe keine Ahnung, was das gibt, aber ich weiss, dass Single Malt dort spielen. Single Malt kennt ihr, wenn ihr Radio Blitz schon mal gehört habt. Die sind auch schon bei uns mindestens einmal, wenn nicht zweimal live auftreten an einem Anlass, den wir organisiert haben. Wahnsinns coole Leute und immer eine Hammer-Show. Also unbedingt dort schauen, wenn ihr in der Nähe von Etzelkofen seid. Und sonst geht ihr ins Beröm auf Oberentfelden. Das ist für mich eine halbe Weltreise. Ich habe immer das Gefühl, ich komme dort nicht an. Aber Carson würde dort spielen, zusammen mit Duell. Das wäre schon noch geil, am Samstag zu oben. Ich schaue mal. Wir können aber auch auf Langenthal ins Old Capital. Dort spielen Magma Ocean, Kiss in Black. Stimmt's nicht? Das haben sie abgesagt, habe ich gelesen. Okay. Gut, sage ich nicht mehr. Stimmt nicht. Oder ich schaue es dann auch noch schnell nach, um ganz sicher zu sein. Also, und ich überspringe das. Und wir gehen zum Wacken Metal Battle Finale in der Schür Luzern, ebenfalls diesen Samstag. Jede Band spielt ungefähr 20 Minuten. Und es sind 7 Bands. Ich habe gemeint, es sei eine 8. Scheins habe eine müssen absagen. Es sind auf jeden Fall Irony of Fate, Expello, Voltage Arc, Fueled by Fear, Royal Desolation, Bedrängnis, Alchemists und Algebra, die dort werden auftreten. Und ab der 5:30 schon. Also dann müsst ihr relativ früh in die Schür auf Luzern für das Wacken Metal Battle. Also, wir hören uns einen an. Jetzt muss ich den auch schnell eins runterziehen. Wir nehmen den von Expello. Die sind an diesem Wacken Metal Battle. Und zwar habe ich einen von denen, der mir einfach am besten gefällt auf dieser Platte. Immer noch. Hardline.
Expello, Hardline und ja, ich wollte vorhin ein Konzert im Old Capitol ansagen von diesem Samstag. Das ist tatsächlich abgesagt. Übrigens, wenn ihr so Konzerte auch noch sucht, es gibt noch eine coole Seite, plequetica.ch, findet ihr ganz viele Konzerte und dort hat es mir das gestern Abend noch angezeigt. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon gestrichen, ich habe es nicht gewusst. Darum, es findet leider am Samstag kein Konzert statt im Old Capitol und dort hätten die hier gespielt und dann spielen wir sie halt hier bei mir im Blitzableiter. Magma Ocean hätten gespielt und die könnt ihr sicher ein anderes Mal wieder hören, die gehören jetzt bei mir. Solitude heisst der Song. Just a sliver in time, spiraling out of control. You speak of things unholy, burning in your heart so slowly. Way down deep in the darkest hole, burning in my soul. Stars burn out. All that's left is soaring through the darkness. Together in solitude. Stars burn out. There will be a last night. Together in solitude. Lost and the fast lost. Adrift on the ocean in time. We will never know where we'll go. Stars burn out. All that's left is soaring through the darkness. Together in solitude. Stars burn out. There will be a last night. Together in solitude. Don't you know? You were all the madness in the eyes. Stars burn out. All that's left is soaring through the darkness. Together in solitude. Stars burn out. There will be a last night. Together in solitude. Stars burn out. All that's left is soaring through the darkness. Together in solitude. Stars burn out. There will be a last night. Together in solitude. Solitude von Magma Ocean und so. Wir kommen schon doch langsam zum letzten Song vom Blitzableiter Nummer 110. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen.
Und zwar geht es um eine von meinen, um meine Lieblingsband, die wir heute schon zweimal gehört haben. Aber sie haben gestern ihre Welttournee gestartet, Iron Maiden. Und der Start war in Budapest gewesen. Und damit ist jetzt auch schon relativ klar, welche Songs dass wir am 9. Juli in Zürich sehen. Ich gehe davon aus, dass da nicht mehr grosse Änderungen werden passieren in dieser Setliste. Und für alle die jetzt das nicht wissen wollen, müsst ihr nicht die nächsten 10 Sekunden schnell die Ohren zu haben. Aber für alle die das wissen wollen, es wird, ich kann euch schon jetzt sagen, wieder grossartig. Ich freue mich auf Iron Maiden, auch wenn es wieder in diesem blöden Hallenstadion innen ist, aber wir gehen gleich. Ides of March wird das Intro sein. Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Killers, Phantom of the Opera, The Number of the Beast, The Clairvoyant, Power Slave, 2 Minutes to Midnight, The Rime of the Ancient Mariner. Da weiss ich schon, dass das für mich auch wieder ein riesen Highlight wird. Dann Run to the Hills, Seventh Son of a Seventh Son, The Trooper, Hallowed be Thy Name, Iron Maiden, Aces High, Fear of the Dark und Wasted Years. Ja, ich weiss, sie haben noch 300 andere Songs, die man spielen an so einem Tag. Aber für mich, ich freue mich schon jetzt wie ein kleines Kind auf das. Und ohne hier gross darum umzureden, kommt der letzte Song von Iron Maiden. Einer von denen, die sie ziemlich sicher werden spielen. Der Clairvoyant ist es. Und mit dem wünsche ich euch allen eine ganz schöne restliche Woche. Für alle die morgen ein bisschen shooten hören, gibt es auf Radio Blitz ab der 8:30 der Solothurner Cup, alle Finalspiele live. Für alle die gerne 80er Musik haben, gibt es in 2 Stunden 24 Stunden lang, hat jetzt bald gesagt, 80er Musik mit ein bisschen Shooten unterbrochen morgen. Und für alle die wieder einen Blitzableiter hören wollen, ist der nächste am 7. Juni und es wird ganz verreckt. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Abend, am Mittwoch. Alle die frei haben, jetzt 4 Tage, so wie ich, geniessen es. Hoffentlich wird es mal ein bisschen schön. Und hier kommen sie, Iron Maiden. Tschüss zusammen.